ist ja schon lange nichts mehr drin. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wieso kommt das aus die Boxen raus? Jetzt zieht das überhaupt. Sie, Teile. Problem gibt's, Oberbürger. Kein Freund, hahaha. Was? Was? Warum hat sie... Oh, jetzt hat's alles zerrissen. Jetzt hat's einfach alles zerrissen. Jetzt warte mal, jetzt muss ich mich da mal schnell... Jetzt warte mal. Jetzt warte mal, machen wir so. Die machen wir mal so. Dann machen wir mal so. Das weiß ich mir, aber warum kommt das schon wieder aus die Boxen raus? Das ist ein sehr behindertes Drecksystem zum Kotzen. Nein, nein! Aber noch, jetzt wahrscheinlich jetzt so ist doppelt und dreifach, oder? Oder? Aber die Ist heute eine Minibar, Herr Meinmeiker, merci! Flo, merci! Minge, obligatorische Gebühr für merci dir! Bauchhöber, schmeiß das Grafen weg und zapp da oben! Moi! Aber danach erst. Schlafe besser. So, jetzt passen wir Obacht. Habe dritt! Evans, der Bürger! Stop it! Für 2 Minuten wenigstens! Hirselblei, merci! Evans, der Bürger an diesem Montag um 20 Uhr am 24. um den 2. 2020. Okay? Habe dritt! Moment, habe. So. Heute ist Tag. Das ist der Grund, warum ich bis auftreiben bin jeden Montag um Mittwoch. Und also in Schlafen kommen bis um 4 Uhr. Merci für deinen Fünfer. Merci leid jetzt schon wieder. Ist jetzt schon wieder sauber 2, ist Ruhe jetzt. So. Jetzt passt es mir Obacht. Jetzt machen wir erstmal den ganz klassischen. Habe die Ehre an! Den Hubersepp, den Next Gen Testament an, den Herrn Holz, an den Leon, an den Nico, an den Stefan van Bambi. Habe der im Vollbier-Squad, bester Squad, merci dir. An den Swiss-Video, an den Death on Hand, an den Elias, an die Margarete. Margarete! Das ist ein richtiger deutscher Name. Ja, hallo. Ich gehe in der Früh, etwas länger frühstücken am Wochenende und mein Name ist Margarete! Nico! Merci für deinen Fünfer. Special Greets an alle Lieblingsnachbarn. Ihr wisst, wer gemeint ist. Merci für deinen Fünfer. Wie es mir geht, mir geht's blendend. Warum, weshalb und sowieso erzähle ich euch, um das geht's heute im Stream auch ein bisschen. Und um was allgemein geht, erzähle ich dann, wenn die Leute irgendwann mal aufhören, mit Geld zu schmeißen. Ja, die ist momentan gerade mittendrin. Frau, Shoutout an die Frau. Nein, das sag ich jetzt nicht. Sonst kriegt's wieder irgendwelche seltsame Nachrichten und denkt sich, oh Gott. Sag jetzt nicht, wie es heißt. Aber die kriegt ja das sowieso nicht mit, aber die hat gerade ein bisschen einen Stress. So, weiter geht's. Servus alle miteinander. An den Herrn Leon, an den Heavy Metal Rider, an die Lustig, an den Syntaxfeller, an den Sepp, an den Eda, an den Hypixel, an den Herrn Schulz, an den Zinkel, an den SB Mega, an den Gröber, an die Tierfreundin, an den Nico, an den Meinmeiker, an den Lukas, an den Anonymous, an den Lebersorger. Flo Lebersorger. Bin mir nicht ganz sicher, was man soll. Hirsche! Du bist schuld, dass ich immer noch... Ich liebe es, wenn Pläne funktionieren. Hirschi, vergeht's gut. An die Frau Gewalt, an den Robbie, an die Selina, an den Christoph, an den Marco, an die Frau Kerntl, an den Lucky, an den Linus, an den Mike, an den Herrn Neymeier, an den Herrn Geier, an die Mona, an den Herrn Wimmer, an den Herrn Kauner, an den Anonymous, haben wir schon gehört, glaube ich, an den Manfred, an die Franziska Hill, Frau Hill, Franziska, ich weiß immer noch nicht, wie ich zu dir sagen soll, aber du bist schon länger dabei, ich weiß schon. Dann habe ich ausnahmsweise heute das erste Mal kein schlechtes Gewissen, wenn der Rahmen bei dir da rundum golden ist. Das allererste Mal. Es ist mir eine Freude, wenn es euch belustigt hat. Da reden wir gleich drüber, wenn das da jemals ein Ende nimmt. Ich weiß es auch nicht. Herr Rainer Sauerstoff, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Herr Croyspot, Flo, da haben wir schon gehört. Die ganzen YouTube-Sachen, die sehe ich alle aber nicht, weil ich so schnell wieder weg kann. Sobald ich zum Grüßen anfange, flippt der Chat vollkommen aus. Ja, hilft das sowieso nicht. Hilft sowieso nicht. So, Freunde der Sonne. Jetzt wenn wir uns da mal irgendwann wieder beruhigt haben wir Maxi, der Bürger, Alter, ja, so ein Kohle. Weiß ich nicht, wegen mir oder wegen dem Fasching.
war übrigens nicht geplant, gezielt geplant, dass diese App zum Fasching kommt. Das ist mal das Erste. Das war dann ein Zufall, den ich irgendwann gespannt habe, so 2-3 Tage vorher. So, ja, fuck, nächste Woche ist der Fasching. Der perfekte Zeitpunkt, Alter. Perfekte Zeitpunkt. Da saufen alle. Stell dir vor, sie hätten sogar noch einen Grund zum Saufen. Herr Weiß, vergeht's für den Zwickel, Alter. So, jetzt mirkt's auf. Was, der Psychogang, kannst du aufhören, dermaßen zu stottern und die Tränen den Ringel aus deinem Gesicht nehmen? Was redst denn du, Alter? Bist du voll? Oder nüchtern? Das ist eine Ansichtssache. Warum haben wir nur 300 Leute? Und bei mir sind es 900. Mit 900 bin ich durchaus zufrieden, so ist es nicht. So. Freunde des billigen Alkohols. Also, das war jetzt ganz nett. Wer hat am Wochenende wirklich gespielt? Mit mehreren Freunden und wir hat das gefunden. Und ich bin für jede Art von Kritik offen. Wer nicht weiß, von was ich rede, dem kann ich jetzt sowieso nicht helfen. Okay? So. Mr. Messett! Der Preis zwingt mich zur Nachbildung. Ich bitte um Aufschub in ewiger Treue. Herr Messett! It's done when it's done. Okay? Merci dir. Merci. So. Oni! Hey, Bürgerfrau, kann ich das auch mit einem Spezi spielen? Freilich. Das ist ja, du kannst das meinetwegen auch mit Wasser spielen. Das ist mir wurscht. Jawohl, ich weiß nicht mehr viel vom Abend, das wollte ich hören. Ganze Wochenende gespielt, sau geil. Mach mal heute Pizza. Warum? Franziska! Frau Hirle, der Franziska ist wurscht. Freut mich auch, Dankeschön dir. Hey, du Geizkramer, gibst du nur ein Mitgliedsabo für 4 Euro, weil ich der Einzige bin, der das nicht umstellen kann. Aus unerklärlichen Gründen. Ich bin immer noch nicht freigestellt worden dafür, dass ich sämtliche Mitgliedschaften irgendwie unterschiedlich bepreisen kann. Das ist mir schon oft gesagt worden, dass das gehen soll, bei mir geht's nicht. Ich hab forever die 5 Euro offensichtlich. Maxi! Mir geht dir eine geile App von dir. Was? Achso, für den Euro. Merci dir. Hirschi, ich kann leider noch nichts mehr sagen, weil... Was war denn das jetzt wieder? Was war denn das jetzt wieder? Prost aus England! Sky Road Speedy! Was für Hautfarbe Bierkrug? Was? Wo? Wer? Nein, das ist alles so viel wieder. Prost aus England. Alter, Skydroid, merci für deinen 5, Alter. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da ist schon wieder was untergegangen, was mir gar nicht passt. Jetzt warte mal. Da ist schon wieder was untergegangen, was mir gar nicht passt. This is Sammy Plays. Oh, im Jahr muss er spielen. Merci dir. Flohfuß! Wieso kann ich das nicht nochmal? Kannst du das nochmal machen? Es wird einfach nicht angezeigt, denn ich weiß nicht warum. Flohfuß, ich weiß nicht, warum es nicht angezeigt wird. Warte mal, ich schalte mich um. Ich probier's nochmal. Probier's so lange, bis es geht. Nochmal? Hallo? Hallo? Programm? Hallo? Programm. Hallo? 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 Tu was! Hat er sich jetzt total aufgehängt? Ist er jetzt hier oder weiß ich nicht, hat er da ist er. Flohfuß! Weißt du, was soll ich denn sagen dazu? Flohfuß, vielen herzlichen Dank. Das sage ich dazu. Was soll ich denn sagen dazu? Ich hab's 3-mal jetzt probiert, dass so gesagt wird, es ist 3-mal nicht gegangen, beim 4. Mal ist es jetzt gegangen. To your heart, Brudi. Ich werde mich gar nicht mehr recht lang drüber aufregen. Vielen lieben Dank, okay? Es wird noch wahrscheinlich 100 Mal abgespielt, weil sie sich aufgehängt hat. Ich weiß es auch nicht. Es geht gar nichts mehr. Leute, vielen Dank, okay? Kann man uns jetzt beruhigen mit dieser Donation-Geschichte? Ich darf so gern erzählen. Und dazu gerne erzählen, um was das halt geht. Und überhaupt und sowieso. So. Jetzt. Den haben wir schon gehabt. Moment, jetzt muss einmal Ruhe sein. Ich weiß nicht, wie oft dass ich da jetzt drauf gedrückt habe. Psst. Da, Ruhe jetzt. Ruhe jetzt. Merci, Flohfuß! Tu your heart, Brudi! Liam! Frau Gewalt, dein Spruch ist schon in der App. Raiden! Sorry, aber das ist schon da. Merci dir. So, jetzt pass auf. Der Sound kommt aus die Boxen, ja. Ich weiß nicht warum.
Ich weiß nicht, warum die Hälfte vom Sound aus die Boxen kommt, die andere Hälfte vom Sound da. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. So, der Herr Sauerstoff schreibt, wie gesagt, war mit den Spätzeln zusammengeguckt und hat einen Abend dermaßen eskalieren lassen. Das sind einfach, ich silence jetzt die Donations, weil es ein Witz ist. Also. Merci. So, das mit den pinken Weißwürsten habe ich auch schon gesehen, das ist auch schon, das so kriege ich jedes Jahr. Seit 3 Jahren kriege ich das zum Fasching zugeschickt. So, Liam! Irgendjemand ist schon wieder ist Mitglied geworden. Das war der Liam. Habe ich dir im Folge besser Squad, küsst dein Auge, Brudi. So. Also, auf das erste, wo ich jetzt gleich mal eingehe. Herr Christian Liebel schreibt, Birger, den 100er kriegst, dass wir es auf iPhone auch spielen können. So, für alle, die das, ich hätte im Nachhinein bereue es schon wieder, dass ich diesen Abschnitt so gekürzt habe, dass das ausschaut, als wäre das Problem der scheiß 100er. Der 100er, sagen wir es so, diese App gibt es nur auf Android, weil ich Apple einfach hasse. Okay? So. Abgesehen davon geht es nicht konform, dass Apple von mir im Jahr, jedes Jahr, also Google möchte ja auch was, ja, der Play Store will auch was, die mengen einmal 25 Euro von mir, einmal, dann nie wieder, damit ich die App da einstellen kann. Ist völlig in Ordnung, weißt du selber, es ist, dann ist das Ding da drin, fertig aus, Amen. Das ist mir auch wurscht, um die 25 Euro geht's nicht. Und um den 100er bei Apple geht's auch nicht. Es geht um die Apple-Politik für kostenlose Apps und ohne Werbung und ohne alles, ohne alles. Da gibt's keine bezahlbaren Inhalte da drin, die wird es auch nicht geben. Also ich bin nicht EA in Niederbayern, der wo ich jetzt seit, es haben übrigens 13.000 Leute diese App installiert. Das muss man auch mal dazu sagen. Da bin ich, keine Ahnung, ich bin stolz wie ein kleines Schulkind. Steff! Habe der im Vollbier Squad, bestes Squad, gut! Habe der jetzt Steff in den Ding rein. So, jetzt Leute, jetzt chillt's mit den Donations, ich hör's eh nicht mehr, jetzt ist er Ruhe. Der App habe ich am Wochenende mit dem Spiel schon fertig durchgespielt, ist gut geworden. Das wollte ich hören, ne? Gepflegt. So, jetzt ist er Ruhe. Ich passe jetzt nicht mehr auf Donations auf, so lange wie ich zumindest kann. So, es geht um Apple. Es geht einfach darum, um die 100 Euro geht's nicht, weißt, ich kann mir nicht daher sitzen, weil das waren doch jetzt schon wieder über 100 Euro. Um die 100 Euro geht's nicht. Die kann die sogar von der Steuer absetzen. Das ist mir egal. Um die 100 Euro geht's nicht. Es geht mir einfach darum, dass eine Firma, die für einen Ständer für einen Monitor 1050 Euro verlangt, die kann sie meine App in den Arsch schieben. Verstehst mich? Austrian, stop it! Bei mir kommt's momentan beim After the Fire, es liebe die Göttscheißerei. Was ist denn zum Denken eine Göttscheißerei? Merci für dein 20er. Leute, jetzt kennt's euch. Was ist denn? L-Jager M! Merci für die Mitgliedschaft. So, ist das einigermaßen nachvollziehbar? Aber diese Drecksfirma von Apple geht mir so hart auf den Sack, ganz ehrlich. MacBooks und Mac-PCs und so weiter und diese ganzen Geschaftler und Fanboys, die mit dem Mac kann man viel besser arbeiten. Dann Scheißdreck, Alter! Du kannst genauso arbeiten wie am Windows-Rechner, bloß kann ich mal 3 Windows-Rechner vom Geld von einem MacBook kaufen. Das ist, weil sie es irgendwie geschafft haben, aus diesen Drecks-Apple-Produkten irgendeinen Lifestyle-Scheißdreck zu machen, dass Leute bereit sind, dafür tausende Euro auszugeben. Für einen Monitorständer, der ausschaut wie Aluminiumplatten. Kann ich doch nicht 1050 Euro zahlen. Und sagen, geil. Freilich, dann nimm mein 100er jetzt, Jahr, für meine kostenlose App, du Spacken. Nein! Nein, nein, nein! Ich will nicht! Ich will nicht! So, und für alle, ja, ich verstehe euch ja. Ihr möchtet das Ding auch haben und so weiter, aber das ist das Einzige, was mich so kurz davor bringt, dass ich es einfach tue, weil, egal. Der iPhone haben und sie jetzt denken, oh, ich kann es nicht spielen. Herr Sauerstoff! Bist du nicht schon Mitglied gewesen? Falls nicht, dann war das komisch. Herr Sauerstoff, geht's gut? So. Bürger reißt die zusammen, schreibt der Freel. Nein! Scheißbehinderte Scheißfirma! Ort sind Kerzen und Unbesunden! Was soll das? Da, warte mal, wieso? Also ganz ehrlich, du musst erst mal drauf kommen. Jetzt pass auf. Apple. Jetzt pass auf. Ich sag bloß Apple Käsereibe. Warte mal. Nice! Pass auf, das machen wir jetzt mal so. Ich hoffe, dass man das einigermaßen sehen kann. Da.
Ach, man sieht's wieder nicht. Warum ist es wieder bloß die Hälfte vom Beitel, aber das wieder... Bild in neuem Tab öffnen. Da, pass auf. Ja. Lucky! Merci, Alter. Habe ich die Ehre im Vollbär-Squad, ab in den Chat, habe ich die Ehre Lucky. So, weißt du, das Ding kostet 6.000 Euro oder so. Keine Ahnung. Ich möchte einen PC haben, der irgendwas macht. Ich hab mir heute anstatt einem Mac einen PC gekauft. Und ein Auto. Weil ich sage noch nicht einmal in einer iOS oder das Betriebssystem ab oder sonst irgendwas. Es ist mir alles scheißegal, Alter. Das ist mir alles scheißegal. Es ist einfach nur gnadenlos überteuert und du zahlst 30-40% Markenname. Und da habe ich keinen Bock drauf. Probier mir das Allergeilste selber, wenn irgendwelche Spätzchen bei mir sind. Und es kommt einmal so weit, dass wir hergehen und sagen so, ja, schick mir mal die Spattel oder so, zieh mir das schnell auf den PC oder so. Nein! Es geht nicht! Es geht nicht einfach so, ich kann es nicht einfach anstecken und dann tu mir die Beitel her, tu mir das Lied her, tu mir das geht nicht! Weil ja, sag mal! Was kann denn das Ding dann so super tolles? Das darf mich mal interessieren. Diese Fanboy-Scheiße geht mir so auf den Sack, Alter! Und deswegen kriegen die von mir keine 100 Euro nicht. Jetzt pass auf, jetzt zeige ich euch nur diesen Monitorständer, das ist unfassbar, Alter. Oh ne! Vergesst wieder noch, ich mag Apple auch nicht, aber schon, jetzt gehen dann ein paar raus. Was er schau auf, jetzt das ist mir scheißegal, Alter. Ganz ehrlich, wenn ich da sitze und schimpfe über Apple und dann gehen Apple-Fanboys nach Hause, ja, I don't give a fuck, Alter. Null Fucks, what we're given. Nada Fucks. So, jetzt pass auf. Apple Monitorständer. Das ist so lächerlich. Wer dieses Teil kauft, Alter. Wer dem kehrt's nicht anders. Alter, dem kehrt's nicht anders. Der Pro-Stand, Alter. Das ist der Pro-Stand. Da steht der Monitor wie ein Pro, Alter. Da wird der Monitor zum Pro-Gamer. Nessie, servus, Birger und schöne Grüße aus Jagerbau. Wer immer der Jagerbau ist. Nessie, vergeht's gut, Grüße an Jagerbau. Du weißt, was ich da sage, Alter? Wer die Scheiße kauft, ist ein geistig Behinderter. Allein für das Geld kaufe ich mir einen PC, der 14 Tage mit die Arschel wackelst, Alter. Und da krieg ich Monitorstände. Fickt's euch. Grütze, fix. Das ist wirklich unfassbar. Und da fragt noch irgendjemand was zum Teufel, Alter. Weißt du, ich hab auch einen Pro-Ständer jeden Tag in der Früh, da zahl ich keine 1.200 Euro dafür. Da muss ich mich anstrengen, dass ich in der Früh nicht vom Klo nehme. Brunz. Fox McCloud. Meine Frau und ich kommen gerade frisch von Training. Stinkt mir ein Jakob Birketeil muss sein. Danke für den geilen Abend, Delegiers. Vienna, Fox McCloud. Vergesst, gib mir noch 5 Grüße an die Frau. Gibst dir ein Bussi aufs Nussi. Dankeschön. Ja, also was soll ich da sagen dazu? Ich hasse diese Firma, seitdem es gibt. Seitdem es sie gibt. Ich sprich einem Herrn Jobs an nix ab. Ja, sein iPod war revolutionär, das iPhone selbst war auch revolutionär, ja. Aber dann hat man es einfach übertrieben. Was weiß ich, wie viel 1.000 Euro für ein scheiß iPhone zahlt, dem ist nicht zu helfen. Dem ist nicht zu helfen. So, Birger 26 Plus. Ich hätte hier einen Pro-Ständer zu verkaufen. So. So viel zu meiner Meinung zu Apple, okay? Camouflage schreibt, ein Monitorständer für 1.000 Euro. Ist der aus Platin oder was? Ich lese vor. Lesen wir uns doch einmal vor, was dieser Pro-Ständer so kann. Raiden! Du hast vergessen, der Pro-Ständer macht dann noch deine Steuererklärung. Das kann sein, weiß ich nicht. Vielleicht steht das hier irgendwo im Kleingedruckten. Schauen wir uns doch das einfach einmal an. Pro-Ständer. Ja? Oh Gott, schau, der schaut schon so fancy aus, Alter. Wenn der keine 1.000 Euro wert ist, dann weiß ich es auch nicht. Also wenn der keine 1.000 Euro wert ist. Stopp! 1.100 Euro. Ja, was dann? Was kann der? Weiß ich nicht, ich kann meinen Monitor auch drehen und den kann ich nicht. Sehe ich das richtig, dass ich den noch nicht einmal in T auf ihn runterfahren kann? Sehe ich das richtig? Apple, du bist so geil, Alter. Du bist so geil, weiß ich das ja genau. Also. Wenn die Leute so gnadenlos behindert sind und diese Scheiße kaufen, dann darf ich das auch machen. Überblick. Jeder Aspekt des Pro-Stand wurde für professionelle Nutzer entwickelt. Ich brauche nicht, ich bin Pro-Gamer.
Höhe, Neigung, Ausrichtung. Alles lässt sich anpassen. Okay, man kann in der Hefe stehen, ich bin schon wieder stark. Heute mir mal. Ja? Zügi zurück. Apple 1 Bier 0. Alles lässt sich anpassen. Was es ermöglicht, das Pro Display XDR. Fuck. Nahtlos in jede Arbeitsumgebung zu integrieren. Integration. Herr Deluxe, merci. So, weißt du, was mich jetzt interessiert? Was noch gerade dieses Pro Display XD fucking R kann. Das XD steht wahrscheinlich wirklich für den Totlach-Smiley. Jetzt bei so 8. Apple Pro Display Standardglas 32 Zoll. Was wird das kosten, Kinder? Was ist das? Wenn ich einen Laptop kaufen möchte, dann suchen wir uns mal Shopping-Ergebnis. Moment. Ah ja! Leck, ich hab mich noch gar nicht so damit befasst. Ein Apple Pro Display für kostengünstige 6.499 Euro. Bitch! Was kann das? Ist da der Rechner integriert drin? Es ist wirklich nur ein Monitor. Apple ist doch so, dass da der PC gleich drin ist. Ist es so? Alter, da geh ich 3 Monate dafür arbeiten, dass ich mir einen Pro-Stand und einen Pro-Monitor kaufen kann. Versteht jetzt irgendjemand, auf was ich hinaus will? Ja, passt schon. Höhenverstellung um sagenhafte 6 cm nach oben und unten. Fuck, Alter. Ab in den Warenkorb, Bitch! So, zur Kasse. Freilich kauft man den. Was kostet die Welt? Jetzt wird jetzt da wirklich meine E-Mail-Adresse so gezeigt. Ja, das gefreut mich, aber gut, dass das meine Idee ist. Du kannst übrigens hinschicken, was du möchtest. Die gibt's nicht mehr. Anito Kumpo. Ich hab auch einen So, wo waren wir stehen geblieben? Da waren wir stehen. Hoppala. Da waren wir stehen geblieben. So. Höhe und Neigung anpassbar. Fuck, Alter. Ja, hab ich noch also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ihr für einen Monitor habt, aber ich hab meinen, den muss ich halten. Deswegen seht ihr meine linke Hand nicht. Jeder fällt der Monitor voll am Boden, aber ich halte meinen. Weil nicht, wenn ich dran mich muss, geht das halt nur so. Mit dem Pro Stand kannst du ganz einfach zwischen Quer- und Hochformat wechseln. Fuck. Wann immer du willst, stell dir das vor, ich weiß nicht, bei meinem kann ich nur zwischen 6 und 7 Uhr mit rein. Dann ist vorbei. Du änderst die Ausrichtung des Bildschirms, indem du den Schieber entriegelst und das Display gegen den Uhrzeigersinn drehst. Es geht also nur gegen den Uhrzeigersinn. Ja, weißt du, wenn ich ihn halt, kann ich wenigstens noch im Uhrzeigersinn dran. Dann ist es wenigstens, dann ist das was wert. Weißt du, das ist eine Handarbeit, Kinder. Handarbeit, die kostet nix. Handarbeit kostet nix. Damit passen professionelle Nutzer. Der scheiß professionelle Nutzer ist offensichtlich der dümmste anzunehmende User. Das Display schnell und einfach an ihren Content an. Was für Content, Leute? Was für so jetzt? Weiß ich nicht, was? Was? Stream Down? Stream Off? Was ist denn? Was? Sibylle, der Mac Pro geht für 60.000 vollkommen. Echt jetzt? Was kann der dann noch so? Kann ich dann auch im Uhrzeigersinn dran? Stream war kurz weg. Es war letztes Mal auch schon, gell? Ah, fuck, da hat mir der Mike, Mr. Samcrow Mike, du hast mir da was geschickt mit irgendwelchen Frames in Intervallen und sonst irgendwas an dem Kanzling. Weiß ich nicht, an was das liegt. War der Streamer gerade weg auf YouTube? Ist da was gegangen? Ist da was kaputt? Ja. Also man muss wirklich wissen, professionelle Nutzer passen ihren Content je nachdem an, wie sie sich einen Monitor hydran. Also wenn ich den jetzt hochkant hydra, was durchaus Sinn macht als Programmierer etc., zweiter Monitor, dritter Monitor, hochkant hinstellen, Code, mehr Code und so weiter und so fort, oder ein Chat, ich als Streamer, ist alles in Ordnung, aber das kann ich offensichtlich nur, wenn ich 1.100 Euro für einen scheiß Pro-Stand ausgebe.
Oh Gott, da krieg ich sowas von Super-AIDS in meinem Schädel drin, Alter. Wenn irgendwelche Apple-Fanboys daherkommen und versuchen, einen Lifestyle-Scheißdreck gut zum Schmatzen, da krieg ich so hartes Kotzen, Alter. Ja, für alle, die nicht einen auf Hardcore-Fanboy haben, sondern einfach ein iPhone haben, weil es einfach zu bedienen ist, die sind nicht angesprochen. Die zahlen auch nicht 6.000 Euro für diese Scheiße. Für die tut es mir wieder leid, dass diese Firma so eine Scheiße produziert, dass ich nichts damit zum Tor haben mag. Aber ich glaube, jetzt ist ganz offen für die Leute. Ja, erstens sind einmal die Leute wieder befriedigt, die habe ich fragen, wann kommt mal wieder ein Kruzifix? Ich glaube, das war schon sehr nah dran. Das ist der Grund, warum es auf Apple einfach nicht geben wird. Ich mag mit dieser Scheißdrecksfirma nichts zum Tor haben. Mir graust schon groß genug, dass ich früher oder später leider Gottes was damit zu tun haben werde müssen. Aus anderen Gründen, das seht's dann in die nächsten Tage, Wochen, wenn nochmal was Neues kommt, was ich so vorher noch nicht gemacht habe. Spoilergefahr. Um was da geht, seht's dann. Werden wir auch vorher noch schmerzen. Da werde ich um Apple nicht rundherum kommen. Gacha Cocky Girl. Cocky Girl ist ein fragwürdiger Name. WTH, wahrscheinlich what the heck, ich muss die ganze Zeit lachen nun. Ja, das ist der Sinn der Sache, dieser Veranstaltung hier. So. Bitte fangt an in irgendwelche Diskussionen, in irgendwelche Chats oder Kommentare über Apple an. Ich kann es nicht mehr hören. Das ist nicht zu rechtfertigen. Es ist nicht zu rechtfertigen, dass dieser Dreckskasten 6.500 Euro kostet. Ich habe auch ein IPS-Panel, ich habe keine 32 Zoll, aber 27. Der 32 Zoll hätte noch mit 300 Euro mehr gekostet, dann kostet mich höchstens ein Tausender, den Monitor, den ich da habe. Ja, mit 144 Hertz und G-Sync und alles, was das Zockerherz begehrt. Und das ist wirklich kurz vor High-End-Gerät, was ich da stehe, und das Ding kostet 700 Euro. Das ist ein Haufen Geld, das darf ich niemals ausgeben, wenn ich nicht streamen darf und so weiter. Hubert! Hubert! Ab in den Chat, habe ich dir Hubert. Geht's gut dir und habe dir im Vollbiersquad. So. Stimmt, diese AirPods. Nächste wieder. Pass auf. Was kosten denn die? Mag ich's wissen? Leck mich doch am Arsch, Alter. Ja, leck mich doch am Arsch, Alter! Ernsthaft! Was, ganz ehrlich, bevor ich das jetzt absage, was kennen die? Das ist die Frage. Sebi, konfigurier bitte mal einen Mac Pro. What? Wo, auf Apple selber, oder was? Kann man da konfigurieren? Ja, warte mal. Machen wir jetzt mal so. Jetzt schauen wir uns die ganze Scheiße mal an. Weil eigentlich wollte ich heute über die App schmatzen. Und mit euch Aufgaben eingehen. Das wollte ich eigentlich machen, aber 10 Minuten nehmen wir uns noch Zeit. So. iPad, Mac. Hier ist mein Mac hier. MacBook Pro. Kaufen! Oh Gott, der ist so geil! Ich mach meinen Schwanz da rein! So. 2,3 GHz, 8-Core-Prozessor, 1 TB Speicherplatz, AMD Radeon 5500. Ja, W plus 3200. Ab in den Markt! Alter, ich schwöre dir bei Gott, für 3200 Euro. Da baller ich dir einen PC um die Ohren, dass du nicht mehr weißt, was du hast. Niederösterreich! Dann schicke ich es zurück aus Niederbayern. Vergesst für den 10 und für die Mitgliedschaft, Alter. Kaufen! So, jetzt pass auf. 2,3, rüst bei mir auf. 2,4 GHz, 8 Kerner. Rein damit! Hier 4, ich brauch so viel. Ja, die 64 GB Arbeitsspeicher, die nehme ich mit, Alter. Weißt du, ich habe Adobe Premiere nämlich 14 Mal gleichzeitig laufen. Wer zur Hölle braucht 64 GB? Jetzt bin ich eigentlich wirklich in der Branche, wo man Arbeitsspeicher brauchen kann. Zwecks Videorenderei etc. Und ich habe 16 GB, ja? Und die auszulasten ist nahezu unmöglich. Außer ich mache alles auf, was ich hab. Alle Spiele, wo ich hab und alles. Leckt's mit am Arsch. Brauchen wir. 64 GB, die brauche ich. Da ist ein angefressener Apfel drauf, den brauche ich. AMD Radeon Pro 5500M, da weiß ich jetzt gerade nicht, mit den AMD-Grafikkarten kenne ich mich nicht aus. Aber nehmen wir mal die größere nicht, das ist wichtig. Nehmen wir mal lieber die größere nicht.
So, 1 Terabyte SSD, die ist nicht ganz billig, das kann ich verstehen. 2 Terabyte für 500, ja, das ist, glaube ich, einer, was kosten die normal? Gut, kann man nicht errechnen. Ist okay, aber dann nehmen wir natürlich 8 Terabyte. Ja. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Kein Mensch dieser Erde, wenn er nicht absoluter Filmpirat und Raubkopie-süchtig ist ohne Ende, braucht eine 8 Terabyte Festplatte. Keine alte Sau. Herr Wolf, apple.com.de Shop bei Mac Pro. Was? Ich bin da Mac Pro, da bin ich. Ich baue gerade zusammen. Raiden, ich kann es schon brauchen als technische Zeichen. Ach, geh weiter, ein Scheißdreck. Da wird doch auch bloß umeinander geredet. Was tust du mit dem Arbeitsspeicher? Das braucht doch nichts. Das sind alles bloß Zahlen und Linien, was du brauchst. Und die 3D-Renderei, das regelt alles der Grafikkarten und der Prozessor. Da brauchst du keinen Arbeitsspeicher nicht. Was ist das? Was ist Final Cut Pro? Nimm ich mit. Logic Pro nimm ich auch mit. Oh, Lieferumfang. MacBook, ein Kabel. Oh, sie sind so gnädig. Muss ich nicht fürs Kabel nur extra zahlen. Das wundert mich. Oh, Moment, ihr seht es da unten nicht ganz, 7600 kostet. Aber das ist ja bloß ein MacBook. Ich möchte ja, was möchte ich eigentlich? Ich möchte ja so einen Kasten, oder den mag ich, Mac Pro, Alter. Mac Pro, die Käsereibe, die will ich haben. Mac Pro auswählen, Querformat, das schaut aus wie ein Dunstabzug, das Ding. Florian Walk, das ist aber ein Notebook, das andere ist keiner. Das ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. Pass mal. Also du kannst nicht, also ich bin jetzt Apple-Verkäufer. So, also ganz ehrlich, wir haben uns wirklich hier das innovativste Design ausdenkt jemals, weil den Kasten, den stellt man sich dann auch nicht mehr unter den Schreibtisch, sondern auf den Schreibtisch. Und links können Sie haben für günstige 6.499 € den Mac Pro aka die Käsereibe. Oder, wenn Sie wirklich ultra brutal sind, wenn Sie wirklich der professionelle Nutzer sind, und wie ich weiß natürlich, Sie sind der professionelle Nutzer, hallo, ich meine, wo kann man da hin? Wir drücken mal nicht auf Klopapier. Dann gehen wir zum Mac Pro, und zwar zum Rack, das automatisch schon einmal nur für günstige 700 € mehr, für 7.199, und dann schaut ihr ein Gerät, das können Sie dann in die Wand einbauen und fungiert dann als Semi-Dunstabzug auch in der Küche. Alles ist möglich. Wir bei Apple, wir haben alles. So, mein MacBook Pro anpassen. 3,5 GHz, 8 Kern Intel Xeon W Prozessor. Mit Turbo Boost. Holy shit, Digga, der hat Turbo Boost. Digga, der hat einen Turbo Boost, da kannst du mal hier richtig reinboosten, Digga. Ich will ja aber, wir haben ja der professionelle Nutzer. Ja, wir haben ja nicht die professionelle Nutzer. Stufe 1, 4.200 €. Ich meine, wo kann man da hin? Ich meine, das verdiene ich mit Streams in die ersten 2 Minuten. Wir kaufen uns selbstverständlich einen 28 Kerner. Und die Hälfte der Scheißdrecks Standardsoftware kann nicht einmal gescheit 4 Kerne nutzen, aber der Apple-Mann, weil wir haben die professionellen Nutzerkinder. Hier haben wir die professionellen Nutzerkinder, okay? Wir brauchen hier die 28 Kerne. Ohne 28 Kerne, da läuft hier mal gar nichts, ja? Damit ich mein gestungenes 3 Minuten YouTube-Drecksvideo nicht auf 6 Minuten rendert, sondern auf 2 Minuten rendert, da muss man hier mal etwas tiefer in die Tasche greifen und muss einmal sagen, hey, 8.400 € mehr, damit unser Gerät jetzt bei günstigen 15.599,00 € liegt. Das ist wirklich eine geschmackige Sache. Eine richtig geschmackige Sache. Moment, jetzt muss ich das ein bisschen kleiner ziehen, dann schiebe ich euch das auf, damit ihr da unten auch den Preis sehen könnt. Ja, da unten rechts der Preis, das ist wichtig. Der Preis, der ist wirklich wichtig. Das ist wirklich, weißt du, da bist du deppert. So, Arbeitsspeicher. Da geht's ja erst los bei 32 GB. Okay, so ganz abseits der Dinge, was ich vorher da geredet habe, entspricht nicht ganz der Wahrheit. 16 GB sind relativ einfach auszunutzen. 32 müsstet ihr eigentlich auch haben. Ich brauch's aber nicht, deswegen habe ich bloß 16. 32 ist akzeptabel.
Für den Preis allerdings, für 7.000 Euro, dass das erst bei 32 GB anfängt, ist hochgradig fragwürdig. Aber egal. Wake, habe Tritt und welcome to Bürgers First Live Crucifix. Ja, ist nicht ganz das erste, aber wir werden sehen. So, was haben wir da? Wir kommen da 1,5 Terabyte. Warum gibt's überhaupt die Option, Alter? Warum gibt's überhaupt die Option für 1,5 Terabyte RAM? Ja, was möchtest denn du da? Einmal alle Steam-Spiele auf dieser Welt kaufen und gleichzeitig wollen sie diese Spiele starten? Ja. Welches Spiel wollen sie starten? Ja. Alle. Weil, warum nicht? Freilich 1,5 Terabyte. Ja, man muss auch Adobe Premiere einmal 1,5 Mal aufmachen können. Das war mir wichtig. Sebi! Kein MacBook, ein Mac Pro, so ist konfiguriert. Bin doch schon dabei. Jetzt habt ihr, glaube ich, ein bisschen Lag. Ein bisschen eine Verzögerung. Ist wurscht. So. Damit wir mal hier, weißt, ordentlich beim Schleudern, ja, hier morgens, wenn ich meinen 1.200 Euro Ständer aus dem Bett rausziehe, ja, dann mag ich erst einmal sauber hier 2 Stunden schleudern und dann wissen wir alle, wie das läuft. Hier machen wir erst einmal 6 Tabs auf. UPerl, XHöhe, Perhub, was haben wir noch? RedTube, glaube ich. Und was weiß ich, was alles für eine Scheiße. So, und dann werden erst einmal 480 Tabs aufgemacht. Ja, Schleudern, ja, ist ganz geil. Ja, machen wir das auf. Dann wird unten in die Vorschläge, ja, machen wir das, ja, tust du mit diesem her, tust das noch her. So, dann hast du irgendwann 480 Tabs auf. Ja, hallo? Die 1,5 Terabyte, die hängen gleich voll. Und für 30.000 Euro, was ist dir deine Schleiderei wert? Ich mein, ich komme aus gutem Schleiderhaus. Da kann man schon mal für 30.000 Euro tief in die Tasche gegangen. Oder sie 30 Autos kaufen. Ich weiß nicht. Aber ist egal. Herr Pfalzl, vergeht's gut. Wer immer das andere war, vergeht's gut. Ist wurscht jetzt. Grafikunterstützung. Ich mein, wenn ich mir hier die Bronze, ja, wenn ich mir fett die Bronze mit VR-Brille einhau und 37.000 Tabs auf hab, dann mag ich natürlich, dass die mit einer Quintrilliarde Frames laufen. Ja? Da ist ja das quasi 1,5 Terabyte für 30.000 Euro. Das ist ja quasi ein Schleuderpreis. Um nicht zu sagen, ein Schleuderpreis. Ich komme, wo ich will. Ich komme, wann ich will. Ja? Da sind wir. Grafikspeicher, was haben wir da? 2. Oh, leck, Alter. Du kannst. Jetzt warte mal, da muss ich jetzt mal genauer nachlesen. Da muss ich jetzt mal genauer nachlesen. Eine Radeon Pro Vega 2 Duo mit 2x32 GB HBM2, was weiß ich. Tut mir leid, in diesen Gefilden kenne ich mich nicht aus, ist mir aber scheißegal. Wichtig zum Wissen ist bloß, jetzt pass auf, ohrsichere Grafikkarten kostet 6.240 Euro. Okay, nach Adam Riese, aber was weiß ich schon, kosten jetzt 2 von diesen Grafikkarten, nach Adam Riese, 12.480 Euro. Aber, weil wir mir ja da nicht bei den scheiß Hottentotten sind, sondern bei Apple und gleich sowieso alles zahlen und alles ist scheißegal ist, nehmen wir die 2 Pro Vega irgendwas Grafikkarten für 12.960 Euro. Warum wissen wir nicht, aber sie kosten mehr wie 2 so viel. Weil der gemeine Apple-Nutzer, wenn er sich den Scheiß kauft, nicht gescheit rechnen kann. Wenn's mich fragst. Mr. JP, mit dem PC kannst du Nase hacken und zwar instant. Ich glaube auch. Da musst du nicht du brauchst nicht mehr einschalten und der hat weit aus dem Leben gehackt. Der PC. Egal. Wir nehmen auf alle Fälle 2 Radeon Pro Vega 2, du mit jeweils 2x32 GB HBM2 Grafikspeicher. Nice. Dann haben wir mittlerweile übrigens bei kostengünstigen 58.559 Euro. Hey, was ist dir dein Apple-Produkt wert? Ja? Magst du nicht einmal so richtig, weißt, andere posen mit einem fucking Mercedes? Ja? Ich pose mit meiner Käsereibe, Freunde. Ja? Oder besser gesagt mit meinem Dunstabzug. Ja? Hier, fuck you. Mein Dunstabzug kostet mehr wie deiner, Bitch. So. Wo haben wir stehen? So, Dunstabzug weg. Wir haben noch nicht fertig. Ja, da ist noch mehr drin. Okay. Es war natürlich jetzt völliger Schwachsinn, sie aggressive Festplatten für 256 GB in dieses Gerät einzubauen. Aber schauen wir einfach mal was bis 8 Terabyte. Ja, 8 Terabyte. Sowieso. Was ist das? Der Apple Afterburner. Was kann der Apple Afterburner, Alter? Was tut der? Kann ich da meinen Arsch an der Käse rein, Dings, dann burnt der After, aber richtig.
Ja, wenn die Apple Afterburner-Karte, was ist das? Brauche ich eine Apple Afterburner-Karte bei einem Gerät für 62.000 Euro? Hirschi, für 30.000 Euro kostet 375 mal für 80 Euro ins Puffgeld. Und in der Tschechei 750 mal. Oh mein Gott, jetzt habe ich für 12.000 Euro Grafikkarten da drin, aber stell dir vor, du hättest keinen Apple Afterburner. Wo ist dabei? Mr. Watermelon, nicht jetzt. Nicht jetzt. Merci dir. 35 Euro sind zu viel und du weißt es. Danke, küsst eine Bandscheibe. Von hinten. Die zweite von unten. Merci, 2. Stop it. Ich kann nicht aufpassen jetzt. Ich bin im Rage-Modus. So. Um eine noch bessere Videoleistung für die anspruchsvollsten Arbeitsabläufe zu erhalten, kannst du deinen Mac Pro mit Apple Afterburner ausstatten. Einer PCIe-Beschleunigungskarte, holy shit, haben wir mir 90er oder was? Die das Dekodieren von ProRes und ProRes RAW Video Codecs in Final Cut Pro X, QuickTime Player und unterstützten Apps anderer Anbieter und damit den Prozessor entlastet. Ja, Kruzifix, für was haben wir 28 verfickte Kerne? Meine 28 verfickten Kerne ficken die aus dem Leben, Brudi. Wenn du Afterburner für deinen MacBook Pro kaufst, wird die Karte im PCI Express Steckplatz 5 vorinstalliert, um eine maximale Leistung zu ermöglichen. Ja, natürlich brauche ich die. Wir wissen nicht warum, aber ich bin Apple-Benutzer, wir kaufen den Shit. Oh, Magic Mouse. Magic Mouse, Alter. Passt schon, Afterburner Hobby. Wenn's Chili war. Das ist ihr kriegt den absoluten Vogel mit dieser scheiß Idiotenfirma. Das ist so geil. Magic Mouse. Oh mein Gott, es ist keine normale Maus, Kinder. Es ist keine normale Maus, es ist die fucking Magic Mouse. Und es ist nicht die fucking Magic Mouse 1. Es ist die fucking Magic Mouse 2. Wenn ich da nicht, wenn ich da nicht mal hergehen muss und muss sagen, was können die eigentlich? Ist die Ski. Ist die Ski, die schaut richtig ergonomisch aus für meine Gichtbratzen. Wenn ich da so drüber fahre, keine Ahnung, die ist die dicker wie mein Finger, ich weiß es nicht. Kinder, ich weiß es nicht. Das ist die Magic Mouse 2, die fährt von selber. Die fährt von selber, da sitzt die du an deinem PC hin, da brauche ich gar nicht lesen, was die Magic Mouse kann. Da sitzt sie hier und macht so und dann ist das Video fertig. Die macht das selber, Alter. Die regelt das schon selber. Da bist du deppert. Und wenn wir es brutal, Alter, jetzt gehen wir hier voll. Jetzt gehen wir voll all in, Alter. Jetzt nehmen wir die, was ist denn das Tracking-Pad? Da haben sie, Apple hat es nicht einmal ein Beutel da liegen. Sag ich das richtig, dass das Tracking-Pad ist das, ja gut, ist ein Zeichentablet. Okay, sage ich, 55er, okay. Magic Mouse 2 plus Magic Trackpad 2. Heilige Scheiße, Chris! Wo ist denn der Chris vom Trachtman? Chris vom Trachtman, hast du Magic Mouse 2 und Magic Trackpad 2? Hast du das? Weil ich glaub, wenn ich's nicht besser wisse, das zeichnet dir den Scheiß von selbst. Da geht alles, da sagst du hier, Trachtman, vermöbelt, Saupreis. 2 Sekunden später, Beutel fertig, Alter. Beutel fertig, bleh. So, was haben wir jetzt da noch? Vorinstallierte Software, ja, dann nehmen wir alles. Dann nehmen wir alles, gut, bei Software kann ich nicht schmerzen, die darf gerne wegen da einer sein. Ja, dann haben wir alles, da die sagen. Ja, dann kostet unser Gerät hier gepflegte 65.000. Da gehen wir mehr weiter. Lieferumfang. Unser Lieferumfang. Das ist einmal die wunderschöne, das schönste Case der Welt. Unser Dunstabzug, dann ist Apple wirklich so gnädig und gibt mir ein Netzkabel. Ja, Kruzifix Apple. Hat da wieder keiner zu Ende gedacht. Wo ist das verfickte Pro-Netzkabel? Das nicht 2,99 € kostet, sondern 299. Und weiß es. Mit einem Stecker und anstatt 2. Maus, ein USB-Kabel ist dabei. Alter, da ist ein USB-Kabel drinne. Und die wirklich wunderschönste Tastatur, die ich jemals gesehen habe. Magic Keyboard mit Ziffernblock. Puh. Nice. Nice. Weiter. Ich glaube, wir haben noch nicht fertig. Ja, jetzt kommen wir zu den richtigen nicen Sachen. Pro Display. Ja, Nanotexturglas. Ja, sicherlich.
Ich seh zwar auf 10 cm nichts mehr, weil ich blind bin wie ein Stein, aber dann nehmen wir das Nanotexturglas. Weil wir haben ja die feinen Herren. Und das kostet ja bloß gepflegte 6.500 Euro mehr. Ja? Mehr. Der Pro-Stand. Ja, da ist er wieder, unser alter Freund. Den nehmen wir doch. Den nehmen wir doch für 1.100. Das ist ja hick. Das sind ja nicht einmal 10% vom Gesamtpreis, Kinder. Nicht einmal 10%. Das sind ja 3%. What the fuck, 65.000, so viel hat nicht mal mein Haus gekostet. Ganz genau, da kaufe ich mein Haus dafür. Oder wie? Oh, jetzt wird's fancy. Oh my gosh, it's gonna be fancy. The shit's going to be fancy. Kinder, wie kannst du ein Apple-Produkt kaufen ohne den verdammten VESA-Mount-Adapter? Der nur, also, ganz ehrlich, ich hab mich wirklich versucht. Ich hab mich wirklich versucht, bei der Abteilungsleitung durchzusetzen, dass wir wirklich 219 Euro nicht mehr können. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich hab gesagt, da gehen wir pleite, da zahlen wir nur drauf. Da zahlen wir mir nur drauf, wenn wir für dieses angeschissene Stück Aluminium mit einem Gummiringel 219 Euro verlangen. Das ist geschenkt, Leute. Servus Bürger, geh lieber ins Puff und kauf das so. Oder für 72.000 Euro. Ich schwöre dir bei Gott, für 72.000 Euro fegelt ich mich durch die ganze Tschechei 14 Mal bis an mein Lebensende. So. 72.604,98 Euro. Kinder oder 4 Autos. Richtig geile Autos. Richtig brauchbare Autos. Oder 70 Erstfahrerautos. Kennt ihr euch aussuchen? Ja, drauf geschissen, wenn ich dafür einen Apple-Dunstabzug haben kann. Ja, drauf geschissen. Und ich mir meinen Arschkrunzen reibe und dann brennt der. Ja gut, sie fix, dann bleiben wir so machen. Hey, mach meine Arbeit. Brr, und 2 Sekunden später ist fertig. Ja, dann kommt der Dunstabzug aus der Wind raus und sagt, brr, bin fertig wieder. Was soll das? Herr Backfisch! Merci. 72.000 Euro, dafür kriege ich einen scheiß Goldbarren. So. Ah, das ist schon wieder das Pro-Display, aber sie haben es halt, das ist alles so fancy. Oh, der Display schaut hinten aus wie eine Käsereibe. Dann kannst du quasi den übers Gesicht ziehen. Vielleicht spannst dann was. So. Ist jetzt einigermaßen verstanden worden. Von was ich rede? Wenn ich sage, ich hab keinen Bock, dass ich meine App, die nichts kostet, die keine Werbung hat, außer meine eigene, wo ich ein bisschen mal kurz einmal meinen Shop herzeige, meinen YouTube-Kanal und was ich sonst noch so mache, aber das werde denen schnell erlaubt sein, wie ich es halt schon im Video sage. Schon mal gesehen, was das Leute gab? Was? Ja, nicht so viel Donations, übrigens in der Zwischenzeit. Ich hab gar nicht aufpassen können, ich war im Rage-Modus. Vielen lieben Dank für die ganzen Donations. Grüezi, fix, Alter. Herr Backfisch, vergeht's geht nochmal für den Zwickel. Was ist da gestanden? Schon mal gesehen, was der Ladekabel bei der Maus so steckst? Nein, wahrscheinlich unten, oder? Bitte sag mir unten, dass man es nicht mehr hernehmen kann, wenn es angesteckt ist. Bitte. Raiden, für das Geld kaufe ich einen Nissan Skyline R34 GTR. Da kenne ich mich nicht aus, ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber ja. Hat jetzt bitte irgendjemand verstanden, um was mir geht, wenn ich sage, Apple, fick dich doch selbst bitte in alle Löcher. Fick dich in deine Käse rein, Alter. Ja? Und nochmal, ich mein nicht die Apple-Besitzer von einem iPhone, die sich ein iPhone gekauft haben, weil es ähnlich viel kostet wie andere Handys und weil es einfach zum Bedienen ist. Euch meine ich nicht. Ihr habt keinen Grund dazu, euch näher mit der Materie auseinanderzusetzen und für euch ist das eine Handy genauso gut wie das andere. Okay? Aber es gibt gewisse Fanboys, die überhaupt erst ermöglichen, dass sie Apple so eine Scheiße erlauben kann. Und eigentlich wollte ich diese AirPods anschauen. Hab gesehen im Google Shopping, dass die 140 Euro kosten. Ganz ehrlich, wie ich noch jünger war, habe ich mir irgendwelche 2,99 Euro Scheißdrecks-Kopfhörer in mein Walkman eingesteckt und war zufrieden damit. Apple hat es irgendwie geschafft, aus dieser Rotze ein Lifestyle-Produkt zu machen, dass Kinder scharf drauf sind und ihren Eltern nerven für 140 verfickte Euro Kopfhörer zum Kaufen. Okay?
Birger macht einen Rage Quit im Apple-Konfigurator. Scheiß, fuck you, Apple! Alte 4 Rage Quit, bitch! So. Ja, eigentlich war Zeit um meine App gegangen. Aber wir haben noch eine Stunde. Okay? So. Und ich sage auch noch nicht, ich habe in keinster Weise gesagt, dass diese Produkte schlecht sind. Das habe ich auch nicht gesagt. In keinem Wort, falls jetzt irgendwann, ich sag doch die Apple-Fanboys daheim, die sich gerade am Finger so, die sich selber gerade so hart fisten, weil sie mir keine aufs Maul hauen können, dass das nur noch alles schäbert. Ich hab nicht gesagt, dass Apple-Produkte schlecht sind. Ich hab nicht gesagt, dass das Leute, die sich ein ganz normales iPhone, nicht das aktuellste und das teuerste und was kaufen, dass es da irgendein Problem gibt. Einfach nur die Firmenphilosophie dieser verfickten Firma. Damit will ich nichts zu tun haben. Frau Vaping schreibt, meine Kopfhörer haben fast 200 Euro gekostet, sind aber von Sennheiser. Sennheiser ist erst einmal noch mehr ein ganz anderes Level. Ja? Sennheiser produziert nichts anderes wie Audioprodukte. Die Kopfhörer zum Beispiel haben auch 140 Euro gekostet. Die kosten 140 Euro, kosten normal sogar, glaube ich, 180 Euro. Bin mir nicht sicher, waren runtergesetzt. Da habe ich was von. Ich habe kein Problem damit, dass sie Leute teure Kopfhörer kaufen. Aber Ohrstickerl. Wir wissen alle, wie wir da sind, dass Apple für diese Scheißdrecksprodukte 5 Euro im EK zahlt. Zur Produktion zahlt. 5 Euro. Und dass du von den 140 Euro nicht für Qualität zahlst. Und für Kopfhörer für 30, 40 Euro AirPods, ja, also Stipsal, auf ein ähnliches Level oder mindestens das gleiche Level an Qualität kommst wie diese schnurlosen Drecksteile. Okay? Jetzt braucht sie. Ich hab da hinten ein Headset für 200 Euro liegen, da habe ich ein Headset für 180 Euro liegen und da habe ich ein Headset für 140 Euro liegen. Ich bin der Letzte, der sich beschwert, der für die Sachen, für gute Qualität ein Geld ausgibt. Aber es muss irgendwo in Relation zusammenpassen. Okay? So. Herr Backfisch. Jetzt muss ich mal kurz was trinken, weil ich leicht an Heiserkeit meine Stimmbänder ermüden. Okay? So. Wer ist noch da? Lasst mich mal ein bisschen dampfen, so dass wir runterkommen. Wir unterhalten uns jetzt dann über die App. Ist jemand im Chat, der, wenn ich sage, wir unterhalten uns jetzt dann über die App, der nicht weiß, von was wir reden? Ist jemand im Chat? Ich muss kurz schnaufen. Brauchen wir eine Minute Päuschen, okay? Herr Apple freut sich über die 72.000 Euro für den Puffbesuch. Wahrscheinlich. Ja, nein, Meier, vergeht's gut. Welche App? Der Schutti hat keine Ahnung. Bei mir leckt es mega. Ich weiß nicht, Twitch hat irgendwie Problemchen. Ich weiß nicht, an was das liegt. Von was redest du im Thema App? Also, dann erklären wir es doch einmal noch mal ganz kurz. Am letzten Freitag ist ein neues Video gekommen. Das heißt How-to-Sauf-Spiele. Ich habe eine App programmiert. Birko, Apple ist gleich Marketing Level 9000 plus Pro. Ist er. Kann man ja auch nicht abschmerzen. Es hat schon einen Grund, warum die Leute so geistig behindert sind und so viel Geld für diesen Scheißmüll zahlen. Es hat einen Grund. Weil die Marketingabteilung und einen der Jobs damals das sehr geschickt angestellt haben. Ganz einfach. Kann man ja nicht abschmerzen. Ändert nichts daran, dass die Leute geistig behindert sind und 85.000 Euro für so einen Scheißdreck zahlen. Herr Backfisch, Dankeschön. So, App. Ich habe eine App programmiert. Wie, du hast eine App programmiert? Ja, ich habe eine App programmiert. Zumindest soweit mir das in meinen Möglichkeiten möglich war. Jeder gelernter App-Entwickler, der gelangt sich ans Hirn, weil er genau weiß, es ist keine native App nicht, das ist irgendwie über PhoneGap gemacht, bla 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 bla. Ja, Entschuldigung, ganz ehrlich, das sind so Sachen, die interessieren mich nicht und das interessiert auch den üblichen Spieler nicht, wie das gemacht ist. Hauptsache es funktioniert und ich bin der Meinung,
das ganz gut funktioniert. Da, der Tassi! Lang nicht mehr gesehen. Der Bürger noch mal wieder da und da Song spenden will. Ja, ganz ehrlich, wenn du 72.000 Euro herwirfst, dann kauf ich mir. Dann kauf ich mir nicht. So. Habe einen Hackerman gemacht. Hello World. Die Entwickler unter euch haben das auch schon festgestellt, dass das kein Witz war, sondern ein Witz war. Und auch kein Witz war. Hello World, Bitch. Hackerman. Und hab eine App bastelt. Es ist ein Trinkspiel, das Ganze heißt Bumsuff. Ich fahre mir auf Zeiten, für alle, die es wirklich nicht kennen. Da. Das ist übrigens auch das Logo. Danke an den Chris, der Zeichner vom Trachtman, der mir wieder ein wunderbares Meisterwerk dazu gemalt hat. Diese App, ja, geht für, weiß ich nicht, für 2 bis unendlich viele Spieler und das bringt auch Aufgaben nach der anderen und bla 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 bla. Kostet nichts, gibt's nur im Google Play Store. Einer, wenn mich fragt, ob es noch für Apple gibt oder nicht, legt's mir im Arsch. Hat keine Werbung, außer ein bisschen Eigenwerbung, ja. Und wirklich ein bisschen. Ist nicht so wie in anderen Dingen, dass die noch 5 Aufgaben zuscheißen müssen. Kaufen, hier, kaufen. Ja. Dann muss ich sagen, das war's auch schon. Und da war mein heutiger Gedanke eigentlich so, und das war auch schon im Video, und das habt ihr ja schon fleißig da drunter kommentiert, da war zwar viel Schund dabei, das muss man auch sagen. E39 Endal, wie heißt die App nochmal? Die App, der Link ist übrigens in der Beschreibung zu der App. Ja, die App heißt Bumsuff. B-U-M-S-U-F-F. Ich fahre noch mehr Stiegel auf Zeiten, währenddessen nicht davon schmerzt. Ja, dann fährt der Pirko, der Bastjo, mit seiner Donation drüber. Jetzt warte ich nur drauf, dass der Herr Pfanzl vorliest. Nein. Nix Spendenaufruf jetzt. Wir unterhalten uns jetzt über die App. Ja? So. Herr Gabriel, vergeht's gut. So, jetzt pass auf. Jetzt muss ich mir ein bisschen... Ja, da haben wir schon mit den ersten, jetzt passen wir auf. Der Weidinger schreibt also ähnlich wie Piccolo-App, oder? Ich kenne Piccolo, aber ich kenne Piccolo nicht. Weil Piccolo was kostet. Deswegen habe ich es nicht angeschaut oder anschauen können. Natürlich habe ich mir andere Trinkspiele angeschaut und habe mir so eingeschaut, was die so machen und wie und was und wo. Und habe dann aber größtenteils, soweit das halt wie möglich war, mein eigener Blödschmerz, den auch jeder von uns da kennt, Inside aus Videos, der allgemeine bohrische Blödschmerz etc. in die App beibracht. Aber ich glaube, es ist ungefähr so wie Piccolo. Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon ein paar Bewertungen gekriegt, da wo es drin heißt, besser wie Piccolo. Inwieweit das zutrifft, kann ich nicht beurteilen, weil ich Piccolo halt nicht selber gespielt habe oder gesehen habe. So. Jo. Dann habe ich euch natürlich gefragt, habt ihr lustige Ideen für so Aufgaben? Ja, nein. Habt ihr Trinksprüche? Trinksprüche haben wir einen Haufen. Da habe ich einen Haufen schon aus den YouTube-Kommentaren ins Spiel übernommen. Von euch. Ja? Ihr könnt jetzt quasi Teil der App werden. Versteht's mich, was ich hinaus möchte? Ich habe ungefähr 80, 90, wenn man die anderen Sachen dazu zählt, haben es wahrscheinlich sogar über 150 oder über 250 wahrscheinlich. Aufgaben selber eingepflanzelt und das wird selber eingepflanzelt. Herr Pfanzl, vergeht's gut für den Fünfer. Merci. Stop it. Now. Und Richie. Vergeht's gut, dir habe ich dir im Fall. Bis Squat. Dazi, der bürgergeiler Tagesspenden auf dem Mac Pro. Stop it. Now. So. Moment, jetzt muss ich nochmal kurz umschalten. Das der mal jetzt mal weg. Den ganzen Caster, den ganzen Apple-Scheiß damit zumachen. Der irritiert mich da an der Seite. So. Dann machen wir mal Twitch aufpasst. So. Und jetzt? Der Firefighter schreibt, aber die App ist schon zum Einsatz gegeben, voll prima. Das freut mich. Narrisch, das ist einmal, keine Ahnung. Um mehr geht's auch nicht. Um mehr, das ist einfach nur, ganz ehrlich, da hat mich seit langem, das hat mich einfach interessiert. Und da ich keinen Bock habe, dass ich mir das jetzt nativ beibringe und ich eigentlich Webentwickler bin, ist halt das einfach über PhoneGap easy peasy, Alter. Und es funktioniert einfach. Aus. Es funktioniert einfach. Aus.
Für die Leute, es ist geschrieben, im Prinzip wie Internetseiten, es ist basiert auf HTML und CSS3 mit Bootstrap Framework und ein bisschen jQuery und die restlichen Funktionen sind ganz easy in JavaScript programmiert. Aus. Und ich bin kein sonderlich toller JavaScript-Programmierer. Dementsprechend ist der Quellcode für jeden Klientenprogrammierer, der denkt sich, Alter, ich krieg da einen kompletten Schlaganfall. Das ist mir aber egal. Das ist mir aber scheißegal. Es funktioniert. Es funktioniert. Ende der Geschichte. Mehr interessiert da den gemeinen Nutzer nicht. Aber gut. So, der Herr Johannes Perner, übrigens, schreibt, machen wir ein paar Sounds dazu. Ist das, also keine Ahnung, ich kriege jetzt meinen Schlaganfall, wenn ich App aufmache und dann kommt irgendein Ton. Das ist der einzige Grund, warum da nicht der bayerische Defiliermarsch oder irgendeine andere Musik im Hintergrund läuft. Ist der Wunsch nach Musik und nach Button-Sounds, also wenn man da irgendwo draufdrückt, so klick, 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 na, wenn der Timer abläuft zum Beispiel, da habe ich zum Beispiel auch überlegt, dass, wenn der Timer abläuft von den Pantomime- und Google-Aufgaben, dass dann halt ein Brrrt oder irgend sowas kommt, der Wecker halt, damit man halt das auch hört und nicht ständig schauen muss. Na, brauchen wir nicht. Na, kennst Fralle, ja, Bürger, ich will ein Kind von dir. Ja, Bürger, ich will ein Kind von dir. Musik, na, brauchen wir nicht. Also, selbstverständlich, das ist auch nur klar, der Ton ist optional ausschaltbar. Ich denke mir halt, weißt, ich sitze da in meiner Runde, ich hab dann, und egal wo, ich sitze im Bauwagen, ich sitze daheim am Esstisch mit 5 Leuten, ich sitze im Volksfest, ich sitze im Festival, ich sitze im Suffkeller, ich sitze an der Geburtstagsfeier, scheißegal wo, da läuft doch überall immer eine Muse separat und nicht über die App. Herr Gabriel, da habe ich schon drüber nachgedacht, vergeht's gut. Der Herr Pfanzl findet es gut, dass er jetzt schon zum Insider geworden ist. Wundert die denn das wirklich? Halle, machen wir ein Kind von dir, da ich auch nicht. Hardstyle brauchen wir unbedingt. Ein bisschen Schranz. Wir müssen einen sauberen Schranz! Von der Margarete! Den sie auf ihrem MacBook Pro produziert hat! Das war der beste Schranz! Oh, du kannst einen richtigen Schranz produzieren mit 86 Terabyte DDR4. Egal. Was Monopobia anstatt mit Geld trinkst vom anderen Bier? Was? Wenn eine Frau am Tisch hockt, 2 Stempel für jeden, der sich schon mit Knockert vorgestellt hat. Was? Also, ja, okay. Chill. Jetzt passt so, Herr Kreuzbot. Erst der Bürger für das, dass der App kostenlos ist, hat's mir schon viel Geld gekostet. Warum das? Wieso das? Da kommt nirgendwo was vor mir, du musst jetzt eine Runden zahlen oder sonst irgendwas. Schreibt das in normaler Chat, das brauchst du jetzt nicht nochmal donaten, wie jetzt mal. Das ist auch alles ein Kass. Der Tom Black schreibt, jetzt kommt der Bürger mit dem Schranz. Ich bin ja jetzt schon so lange dabei, aber der wird immer so, echt jetzt, haben wir Schranzliebhaber da. Also, ich kann nichts damit anfangen, ich bin so ehrlich, ich kann nicht, das ist wieder Grindcore. Ja, den kann man sich schon mal 5 Sekunden anhören. 5, aber da war's es. Ne? Für die Leute, die jetzt wissen, was Grindcore ist, für mich ist der Schranz, also der Grindcore der Rockmusik ist ja noch der Hosenbaby-Drenzer-Ausdruck für Rockmusik. Was für Rockmusik der Grindcore ist, ist der Schranz für die Elektro- und Techno-Fraktion. So was brauchen wir jetzt nur für Hip-Hop und Rap. Was ist da? Mumble-Rap. Das ist genau das Gegenteil. Keine Ahnung, die kommen mir so vor, als hätten, weiß ich nicht, als hätten sie ein Handvoll LSD gefressen. Dann glaube ich, rede ich auch so. Das ist ein gutes Lied. Machen wir ein gutes Lied draus. Muss ich mir ausprobieren. Ja, geil, Buffet, Bürger, du jetzt. Blatschare Gesicht. Ein Chat-Eimer-Kerl. Was ist ein Chat-Eimer-Kerl? Den verstehe ich wieder nicht. Ist ja wurscht. So, Freunde der Sonne. Wir machen jetzt auf der Stelle Folgendes. Folgendes. Jetzt aktualisiere ich erst einmal den Chat, weil da alles schon wieder kaputt ist. Na, das wollte ich nicht,
So. Moment, das müssen wir da umziehen. Wenn wir da umziehen, machen wir es so, dann machen wir so. So, ihr könnt jetzt da auch gleich einfach mit zuschauen. Das machen wir jetzt einfach miteinander. Wir haben jetzt über eine Stunde lang im absoluten Rage-Modus verbracht. Hat mir mal wieder gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. So, das machen wir jetzt da mal aus. Das lassen wir da, den können wir auch weg tun. So, jetzt muss ich bloß schauen, dass da nichts irgendwas wieder angezeigt wird, was wieder kreislig war. Na, so. Jetzt folgendes. Monitoraufnahme. Also das sind zum Beispiel die Beutel, die in der App vorkommen. Ja, das ist wurscht, das darf auch jeder sehen. So. Das darf meinetwegen auch jeder sehen, das ist mir wurscht. Für die Leute, die sich da auskennen damit, diese ganzen Aufgaben, die haben alle in Arrays gespeichert und werden zufällig da rausgezogen und werden im Spiel mitgespeichert, welche schon dran waren und welche nicht, damit keine doppelt kommt, bis alle einmal durch sind und dann wiederholt sich das Ganze. Okay? So. Und jetzt habe ich da einmal 20 Blanko-Trinksprüche aufgenommen, die wir jetzt füllen werden mit euch. Herr Stefan X, darauf erst mal Gas was. Pfui Teufel für so einen Dreck! Michel, Streicher! Vergeht's über die Mitgliedschaft, ab in den Chat, habe ich dir Streicher. So, da seht's, hey, 50-50 ist schon, die Trinksprüche oben, die habe ich selber eingeschrieben. Die sind die ganzen Community-Trinksprüche, die ich aus den YouTube-Kommentare ausgezogen habe. Ich lese jetzt einfach mal einen vor. Da wird sie nicht, kennt sie das lesen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Weil 100 Zuschauer und nur 350 Daumen nach oben, das geht doch mehr. Herr Hage, da haben Sie recht. An dieser Stelle, einmal ganz kurz. Für alle, die Bumsuf toll finden, Daumen nach oben, da hat mich riesen drum gefreien. Da hat mich gefreien. Jeder, der einen Rauschenwagen in die Code hat, mit Bumsuf, Daumen nach oben. 2 Daumen nach oben. Geht leider nicht. So. Ihr könnt es wahrscheinlich eh nichts lesen, aber das ist ja jetzt nicht wurscht. Kann ich das irgendwie größer ziehen? Warte mal. Ich probier's. Machen wir so. Ja, so geht's, oder? Das ist einigermaßen akzeptabel. Ich glaube, so kann man es einigermaßen. Das ist zwar winzig, aber man kann es lesen, oder? Ja. Ich lese jetzt einfach mal einen vor. Das ist zum Beispiel einer. Southman kann ich. Na, ja, gut, da geht noch ein Titel ab. Das war jetzt gerade ein Ding. Der nicht mehr gleich aufbaut. Ja, wir haben einen Titel von dem Ding, kommt der Trinkspruch und unten steht Prost. Und die werden dann per HTML einfach zusammengesetzt. Das ist alles. Ein Dirndl sitzt am Pranger, ist im 7. Monat schwanger, sie weiß nicht von wem. Unangenehm. Hab ich lachen müssen. Merci an Tobi Dreiling. Und was ich auch dazu schreibe, selbstverständlich. Ja, Prost. Finde ich gut. So, das erste, was wir jetzt da werden. Vorschläge. Nimm ich nur aus dem Chat entgegen. Kann man den Chat da irgendwie einblenden? Das war ganz toll. Auf der rechten Seite, warum eigentlich nicht? Moment, das probiere ich jetzt schnell aus. Browser Restream Chat Mini. Ist er das? Ja, da schau her. Zack, das Böhnchen. Da ist der ganze Ding voller Text. Dann kennen Sie zuerst gar nicht mehr aus. Ist eh scheißegal. Ja, dann, ich weiß das eh. So. Lest mir nur einen vor, weil wir es einfach kennen. Hat Bayerin zu viel Kilo, heimlich nachts am Silo. Merci am Haberer. Sowas meine ich, ja? Und je dümmer, desto besser. Ich hoffe natürlich, dass ich da niemanden doppelt, also keinen Trinkspruch dann doppelt drin habe und falls doch, dann haben wir Pech gehabt. Ja, irgendwann hast du das nicht mehr im Überblick und jo. So. Ich werde alle Vorschläge, Trinksprüche, Aufgaben etc. aus Donations jetzt wegignorieren, weil sonst eskaliert es wahrscheinlich völlig. Ab in den Chat damit. Ich kann einen Nightbot, mag ich jetzt nicht ausschalten, aber ihr dürft es gern öfter schreiben, aber wartet halt wenigstens eine halbe Minute. Kopiert euch einen Satz, eine posten. Ich werde einfach durchstöbern und ein wenig vorlesen und wenn was Gutes dabei ist, dann sehen wir es schon. So, der Gambler. Ein Hase liegt im Gras, ganz stark, Kopf gemeint. Kopf liegt daneben, unangenehm. Der ist auch gut, nimm mal, Herr Gambler. Ja, pass auf, der Typ, fang jetzt einfach das Typ, ich hoffe, ihr seht es da oben. Mr. CB! Merci dir. So, wir können hier einen Chat unter das Ding tun. So, ja, passt. So, Obacht! Wo ist jetzt das Gewinn? Ich muss in den Chat da ein bisschen nachscrollen, weil sonst Fotos davon und ich kann nichts mehr lesen. Ein Hase liegt
im Groß. Ganz Stadt. Kopf an. Kopf angemeint. Kopf liegt daneben. Unangenehm. Merci an, wie heißt der? Gambler. So, du bist hiermit verewigt im Bumshof. Funktioniert übrigens dann folgendermaßen. Ich sammle das jetzt alles, genauso wie Aufgaben, und wir werden das da am Mittwoch nochmal machen. Wir haben heute nicht viel geschafft. Ja? Wir haben heute nicht viel. Herr Haum, ganz ehrlich muss ich einmal ganz kurz, Herr Haumich-Breit 2000, darf ich es kopieren für Apple und iOS? Nein, natürlich nicht. Was ist das für eine Frage? Nein, natürlich selbstverständlich nicht. Was würde ich jetzt sagen? Kim, wenn ich das jetzt da abspeichere, dann ist es nicht sofort bei euch am Handy. Ich versuche, dass wir das am Mittwoch nochmal machen, dann versuche ich das alles gleichzeitig zum Speichern, noch ein, zwei andere Sachen, eine zum Basteln, und dann kommt das Update am Donnerstag, Freitag fürs kommende Wochenende. Okay? So, nur fürs Verständnis. So, ich scroll jetzt einfach mal weiter und lese weiter. Bumshof ist App vom Birger, drum ist es auch für immer Irga, und irgendwann dann morgen fühlen wir uns wieder, als wären wir gestorben. Herr Syntaxfälle. Schön, mit Bezug auf Bumshof. Gefällt mir gut, gleich der zweite. Ich hab schon gewusst, warum wir das miteinander machen. Pass auf, wo war Bumshof ist eine App vom Birger. Drum wird's saufen immer Irga. Und irgendwann dann morgen fühlen wir uns, als wären wir gestorben. Merci an Syntax-Fälle. Wer jetzt immer da gerade mit Geld geworfen hat, vergeht's gut. So, ich muss ein bisschen runterscrollen, ich komm schon gar nicht mehr mit, ihr flippt's alle total aus. Hätte der Adam ein bayerisches Bier besessen, hätte er den Apfel niemals gegessen. Herr Breitum, nimm! Hätte der Adam ein bayerisches Bier besessen, hätte er den Apfel niemals. Ich tue das ein bisschen anreichern mit meinem typischen Slang, ja, wenn das genehm ist. Hätte er den Apfel niemals gefressen. Ausrufezeichen. Merci an den Breitum. Und ich schreibe eiskalt einen Namen da ein. Und seid einmal gechillt, angenommen. Einer von euch heißt jetzt Georg Schmid. Keine Ahnung, ich schreibe da einen Merci Georg Schmid. Und dann habt ihr irgendwie Bedenken, oh Gott, da steht mein Name. Tut mir leid, es gibt 1 Million Georg Schmid. Kein Mensch wird wissen, wer du bist. Okay? So. Und jeder, auch mal ganz abgesehen davon, wer mir das da herschreibt und seinen Namen, muss davon ausgehen, dass er seinen Namen da hinschreibt. Was? Hat der Peter geschissen, hat es im Anschluss geschissen. Alkohol, mal Bier nicht holen, Bier mal Platz voll, den haben wir schon gehabt. Hat er sich geschreckt, was? Ja, ich konnte das gar nicht so schnell lesen. Alkohol, der edler Geist, wie du mich zu Boden reißt, der ist schon drin. Lade das Apple-Zeug bitte als Video hoch. Soll man? Weiß ich nicht. Rentiert sich das? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Im Laufe der Woche vielleicht. Es ist sowieso als Video verfügbar, im ganzen Stream halt. Gabi! Tosen voll geschissen und die oben flug gescheit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Gabi, du bist jetzt die Einzige. Ich kann es jetzt gleich nicht mehr lesen. Tosen voll geschissen und die oben voll gespeibt. Ich hab gesagt, Intonations zeigt's nicht. Ruhe. Der Rausch von gestern löscht nicht den Durst von morgen. Passt schon, das ist richtig. Der Rausch von gestern löscht nicht einen Durst von morgen. Scheiße, wie war jetzt dein Name? Scheiße, ich hab's jetzt denn vergessen. Mei, wer sollte noch irgendwas lesen? Oh, wie hast du jetzt geheißen? Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es geheißen hat. Ich konnte da nichts mehr lesen, weil der Chat so hart eskaliert, dass ich nicht weiß, wo ich ist. Das Merci an die, schreibe ich jetzt da einfach. Das hilft jetzt eh nicht. So, wir brauchen noch 4 Titel. Das Ding hat einen Titel. Das ist ein bisschen dumm gemacht im Nachhinein. Ich weiß das mittlerweile, aber ich habe halt einfach angefangen mit der App. Wir brauchen jetzt noch schnell 4 Titel für das. Ahos. Der kopflose Rammler ist der Titel. Bumshof. Machen wir so. Bumshof ist der Titel. Hätte Adam bayerisches Bier besessen. Das bayerische Bier. So, und wir nehmen das.
Der Rausch von gestern. Rauschi, Ausrufezeichen. So, wunderschön. Wunderschön. So, ein bisschen runterscrollen, weil ich schon wieder nichts mehr lesen kann. Chillt's mal. Oh, die Hanna. Man muss einmal Mädels mit einbeziehen. Wo sind die Mädels? Mädels, her mit einem Trinkspruch über die Männer. Ab in den Chat damit. So, ich werde jetzt gezielt nach die Mädels suchen. Hanna. Auf die Männer, die wir lieben und die Penner, die wir kriegen. Merci an Hanna wie. Passt schon, das im Rausch von gestern und am Durst. Warst du das? Bist schon drin. So, ich werde jetzt ausnahmslos nur noch Mädelsnamen suchen. Männer können gleich mal die nächsten 10 Minuten aufhören, einen Scheiß zum Posten, weil es nicht lesen wird. So, was haben wir da? Nico, Jan, Lorenz. Wo sind die Mädels? Wo sind die Mädels? Mädels, hallo? Nein, normalerweise mehrere Mädels, so, wir wissen es. Julian, Neiper, Tripex, Domi, Fritzl, Vincent, Martin, Detho, Heinz, Stinger, Jan, Kolbe, Anna. Anna hat was geschrieben. Anna. Blickt der Bauer an der Mauer, war der Stier mal wieder schlauer. Was? Also, bickt. Ja, da mache ich gerne, anstatt der CK in Bayern, mache ich gerne Doppel-G. Bickt der Bauer an der Mauer, war der Stier mal wieder schlauer. Merci an Anna Seifried. Und im Titel machen wir Bauer, Mauer, Sauer, yeah. Reimemonster, Bitch. So, wo sind die Mädels? Frau Kendall, selbstverständlich müssen sie da rein, ist aber eh klar. Hast kapiert? Dann ist fe schlimm. Jetzt gehst du zum Geschäft und holst der Kim. Du meinst wahrscheinlich Fei. So wie Fei. Ja, ich hab's schon verstanden. Jetzt pass auf. Hast kein Bierle, dann ist Fei schlimm. Jetzt gehst ins Geschäft und holst der Kim. Ist, ihr erweitert das, wenn es genehm ist, ich kann es nicht erweitern, ich sag das wie es ist. Und ich schreibe Merci an Kendlerin. Ist das in Ordnung? Bierle kaufen, wenn es ist. Ausrufezeichen. So, was haben wir noch? Toni Glorlos, Drogon, Sandwich, der Herr Liebel. Was verstehen denn eigentlich die Männer nicht, wenn ich sage, ihr braucht gar nichts mehr schreiben, weil ich jetzt die nächsten 10 Minuten überlese? Jesse! Hast du, was aber lass du da heute aufmachen können, ist da den Hobby schon drin, leider. Jesse, ich muss da Nummern ausdenken. Nadine! Mach dein Mein nicht unnütz auf, red was Gescheites oder sauf. Nein, nicht mehr. Nein. Frau Angermeier ganz langsam. Nicht mit dem. Oh, Nadine Angermeier, das schreiben wir jetzt gleich. Nadine Angermeier. So, jetzt weiß ich ein Ding nicht mehr, weil der Chat so schnell weg ist. Kruzifix! Mann, ich weiß, kannst du noch mal reinschreiben? Ich muss noch mal ganz runterscrollen. Frau Angermeier, nochmal! Anita. Warst du nach dem Kotzen blind? War zu stark der Gegenwind. So, Gegenwind. Wo ist jetzt die Frau Angermeier hin? Herr Panzel! Für mich fliegt der Kuh übers Dach, geht der Wind nicht gerade schwach. Den kriegst du auch rein. Den kriegst du rein, weil es einfach ein Insider ist mittlerweile. So, wo waren wir jetzt? Frau Angermeier, Sie müssen das da noch mal reinschreiben. Frau Angermeier, wo sind Sie? Frau Angermeier, geben Sie alles! Frau Angermeier, wo ist denn der jetzt hingekommen? Ich weiß ihn doch nicht mehr. Ich versuch's zum Lesen, aber Elena, den hab ich schon. Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen.
Stinger, das ist jetzt zwar einer von einem Mo wahrscheinlich, aber das ist mir egal. Bürger stinkt. Moment. Liegt der Bürger dort im Keller, mach's Fenster auf, dann faul der ja, gefällt mir gut. Stinger 101, da bist du drin. Da, mach dein Mai nicht unnütz auf, da, Frau Angermeier, hab's schon. Mach dein Mai nicht unnütz auf, red was Gescheites oder sauf. Frau Angermeier, sehr schön. Da haben wir haben sofort 20 drin, der Gegenwind. Unnütze Fotzen nennen wir den ganzen. Den nennen wir unnütze Fotzen, sag ich dir, was ist. Was haben wir da? Frau Vollert, der Maskrug und das Dirngewand, die mein Fäuser bis zum Rand. Das mit dem Nein verstehe ich nicht. Der Maskrug und das Dirndlgewand, die mein Fäuser bis zum Rand. Die müssen, mein, das ist schwierig im bayerischen Dialekt. Das heißt müssen. Ja, ich sag halt, mein gibt's bei mir nicht. Deswegen kenne ich nur müssen. Und so schreibe ich es ein, ist das in Ordnung. Der Maskrug und das Dirndlgewand, die müssen voll sein bis zum Rand. Ausrufezeichen. Vanessa Vollert. Merci. Schöner Spruch. Du hast übrigens vollkommen recht. Die müssen voll sein bis zum Rand. Eigentlich müssen sie übergehen. Aber zack, das Dirndl geht über. Frau Vaping Hobbit. Sauf mal, sterben wir, sauf mal nicht, sterben wir. Hab ich schon drin. Just another girl. Sind die Hühner platt wie Teller, aber der Hühner schneller? Ja, sehr schön, sehr schön. Ich weiß nicht, was das für Saufsprüche sind, aber es ist ja scheißegal. Das muss ja nicht um Saufen gehen. Ich übersetze aber auf Borisch, Tindl, Blatt wie ein Teller, war der Drackei, das schreibe ich jetzt so, wie es du schreibst, ich darf jetzt das niemals so schreiben, oder so. War der, schreiben wir Bulldog. Bulldog, wieder schneller. Just another girl. Für die Leute, die übrigens die gleichen Trinksprüche posten und ich jetzt da einen bestimmten Namen sehe, es tut mir leid, ich kann auch nicht alles auf einen schlagen. Ich hab mir schon gedacht, das geht so verdammt schnell, Alter. Da haben sofort 20 Trinksprüche beieinander, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Selina, 60 Scheine Stern da oben, magst mit mir. Was? Ist verrutscht so schnell, ich kann sie lesen, wo ist denn jetzt hinkommen? Wo ist denn das jetzt hinkommen? Da ist er. 60 Scheine, 60 Scheine Sterndal oben, magst mir einen runterholen? Was sind Scheine Sterndal, Leute? Was sind Scheine Sterndal? Was sind bitte Scheine Sterndal? Scheine Sterndal. Es geht Schiene. Freigner, es geht Schiene. Da bringen wir nur einen zusammen. Miriam, zwischen Leber und Nierchen passt immer ein Bierchen. Der ist einfach und präzise, oder? Zwischen Leber und Nierchen passt oben ein Bierchen. Ich hab's leicht borisch angepasst, wenn das erlaubt ist. Miriam Hein, eine damit. Viva la Bavaria in Großlehe. Das ist von Bibo. Merkt der Bauer sein Stier, tankt der Depp 2 Bier. Stefanie, der ist drin. Der ist sowas von drin. Merkt der Bauer sein Stier, tankt der Depp wieder 2 Bier. Merci an. Dein Name ist ein bisschen lang. Aber das geht schon, glaube ich. Stefanie Lorenz. So. Händel. Birger stinkt. Wir brauchen nur Titel. Sehr fix. Birger da im Keller. Maskrug, Dirndl und Händel. Wir brauchen einen Titel. Maskrug und Depf. Diese, ja, wirklich die besten Sachen. Maskrug und Depf. Beste Sachen. Maskrug und Depf. Dann haben wir, was haben wir das andere? Der Gickel ist hier. Also, der Gickel ist hier.
Jetzt nehmen wir noch mal ein bisschen auf von. Da machen wir einen Kommentar ein. Community-Sprüche. Stream. Heute ist der 24.02.2020. Ja, das verewigt man da drin. Das ist ein Kommentar, das Graue. Herr Fanzel, du darfst mich nicht vergessen. Ich vergiss dich nicht. Wenn du lernst, wie man vergessen schreibt, dann vergiss ich dich nicht. Mit Vogel F. Du Zipfi, du. Muss ich schon fast sagen. So, was wollen wir noch? Make the Bauer, der Händel zwischen Leber und Nierchen. Make the Bauer, der arme Stier. Und was war das obere? Zwischen Leber und Nierchen. Da ist oben ein Platzerl. So, Anita! Ich bin nicht betrunken, ich bin von Natur aus laut, lustig und ungeschickt. Ja, ist jetzt ein weniger ein Trinkspruch, muss man auch dazu sagen. Was hab ich? Birger, du hast dann dem geschrieben beim ersten. Birger, du hast dann dem geschrieben beim ersten. Was? Wo? Dann dem? Tatsächlich. Schick sehen, wer immer da aufpasst hat, den Namen schon wieder vergessen. Entschuldigung. Herr Fanzel, ich hab LRS. Ja, das hab ich auch immer gesagt. Und es war immer gelungen und wir wissen es beide. So, wen haben wir jetzt da noch? Wo sind die Mädels? Ihr habt's noch bis um halb. Bis um halb haben die Mädels. Irene! Wer frisst, der sauft. Was? Irene! Was ist das? Wer frisst, der sauft? Das stimmt nicht unbedingt. Wer frisst, braucht nichts zum Saufen, theoretisch. Apple ist ein Scheiß, besitzt nur der Preis. Beim Melken fällt dem Melker auf die Kuh. Was? Das reimt, also reimen sie wenigstens schon. Gilli, eine schwarze Kuh gibt eine weiße Milli. Ich weiß nicht warum, aber der bringt mich zum Lohr. Gilli, eine schwarze Kuh gibt weiße Milli. Ausrufezeichen. Merci an Lukas. Oh Gott, ich glaube, ich kann den Namen noch nicht aussprechen. Bratstitch? Nein, das macht keinen Sinn. Aber schreiben kann ich auch noch abschreiben. JDIC. Fühl dich geküsst. Aufs Nussi. So, wo haben wir noch? Julia Herzinger. Lieber in der dunkelsten Borzen als im hellsten Arbeitsplatz. Das ist gar nicht schlecht. Das ist nämlich einer wahr. Lieber in der ich schreibe aber finstersten Borzen als am hellsten Arbeitsplatz. Ausrufezeichen. Julia Herzinger. Gilli, Milli war der erste Titel. Gilli. Ausrufezeichen. Geschissene Arbeit war der zweite Titel. So, wo haben wir da noch mehr? Da muss noch mehr gehen. Da muss mehr. Laura! Unser letzter Wille, noch mehr zum Dringen. Die muss ich doch reimen, Kinder. So ein Trinkspruch muss zumindest die Eigenschaft haben, dass er sich reimt. Oder so unfassbar lustig sein, dass ich stirb. Duck die Leber, jetzt kommt der Lock. Nein, jetzt ist der Hi, Daniela. Daniela schreibt, Moment. Wo ist nicht? Der Chat eskaliert so krass. Bei mir ruckelt alles nur noch. Jetzt habe ich gerade, wo ist denn jetzt der hingekommen? Irgendeine Daniela habe ich gehabt. Wo ist jetzt die wieder hingekommen? Ich find's nicht mehr. Doch, da. Mach's Maul nicht und jetzt auf, red was Gescheites oder so. Den haben wir heute schon gehabt, leider. Dann Michaela Derler. Aufi mit dem Kittel, eine mit dem Schniedel, aufi mit dem Rock, eine mit dem... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die App ist eher ab 18, darum ist das scheißegal. Wir nehmen den Titel davon. Schnaxi. Die wisst dann schon, was genannt ist. Schnaxi. So, jetzt pass auf. Wo haben wir? Aufe. Ich schreibe das halt in meiner Schreibweise. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Aufe mit dem Kittel. Eine mit dem Schniedel. Aufe mit dem Rock, eine mit dem Stock. Michaela Derler. Herzlichen Dank. So, ihr habt so eine Minute, einen suche ich noch.
Oh, der gefällt mir gut. Frau Clear, der gefällt mir gut. Der ist lang, schön, passt. Ein Hund und ein Schwein, die gingen in... Nein. Die gingen eine Ehe ein. Nein, nicht davon! Nicht davon! Wo ist denn das jetzt wieder hin? Nein, wo ist denn das jetzt wieder hin? Nochmal schreiben, unbedingt! Unbedingt! Oh Gott, nein! Wo ist das? Mein Gott, das mit dem Chat regt mich was auf, diese Scheiße, diese Behinderte! Wie viele Nachrichten werden da gespeichert? 5? Oh Mann, wo ist denn das jetzt hingekommen? Bitte nochmal posten. Bitte unbedingt nochmal posten. Ich glaube, ich muss da einen YouTube-Chat aufmachen. Ah ja, da. Frau Clear, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die gingen eine Ehe ein. Und das Ergebnis... Mein Gott, ich kann so nichts lesen. Dieser Chat ist so scheiße. Der ist so scheiße, da. Und das Ergebnis aus diesem Bunde sind wir versoffenen Schweinehunde. Merci an Michaela Clear. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Wer immer das gerade war, merci dir. Sabrina, besoffen ist nur Abkürzung für alles offen. Den verstehe ich auch nicht. Frau Sieber, was ist denn das? Frau Sieber, da muss mehr drin sein. Da muss mehr drin sein. Frau Sieber, ist der Ruf jetzt ruiniert, säuft er sich ganz ungeniert. Den können wir nur mit einnehmen. Wer soll denn da irgendwas lesen, Kinder? Bei mir eskaliert der Chat nur noch, ich sehe überhaupt nichts mehr. Auf einmal zack, ist alles weg. Schau doch mal das an, da hinten kommen rein keine einzelne Nachricht mehr, sondern nur ganze Textblöcke. Wie soll ich die so schnell lesen? Selina Frau Egner, das ist eine schöne. Wo finde ich den jetzt wieder? Wer soll denn da irgendwas lesen, Alter? Wie soll ich nicht? Das hab ich mir fast gedacht, dass ich da damit ein Problem krieg. Frau Sieber, jetzt warte mal. Frau Sieber. Mei, wir finden das da nochmal. Birko, kopier die Sprüche doch einfach Pro-Tipp. Ja, das ist leider Gottes nicht so einfach. Wenn's alle 2 Sekunden springt bei mir, ich hab da nicht den Chat, den ihr da seht. Bei mir springt das permanent. Und ich muss dann auf die Stelle scrollen und dann macht's zack und er ist wieder weg. Es ist nicht so einfach. Und jetzt, wenn sie da unten was aktualisiert, ist meine Markierung weg. Auf das war ich schon gekommen, Herr Pirko. Merci dir. Jetzt pass auf. Vielleicht müssen wir das schnell einmal. Oh, ich finde ihn nicht mehr. Eisenhutschore. Ist das ein Spezialbegriff für den Begriff Genre? Da kenne ich mich leider nicht aus. Merci für deine 15 Euro. Das sind zu viel und du weißt es. Das Reh springt hoch, den habe ich schon. Den habe ich leider schon drin. Aber vielen lieben Dank. So, wo war jetzt das Ding? Laura Vaping. Ich kann nicht so nichts lesen. Das ist ein witzlos. Also. Jetzt warte mal. Machen Slow-Chat. Nein, das machen wir jetzt ganz anders. Weißt du, auf YouTube kann ich ihn ja lesen. In der YouTube-Chat selber, der funktioniert ja. Jetzt pass auf. Den machen wir jetzt folgendermaßen. Ich tausche den Chat jetzt aus. So, alle Twitch-Leute. Muss jetzt leider Gottes enttäuschen, ich werde wahrscheinlich einen Chat nur noch auf der Seite lesen können. Der mal unbedingt eine Nachricht schreiben möchte, kommt in den YouTube-Chat. Für die letzten 25 Minuten. Okay? Machen wir das also? Weil da erinnert, kann ich nämlich lesen. Jetzt pass auf, Chat in neuem Fenster öffnen und der Original-Chat von YouTube, der funktioniert nämlich. Sonst, Morgenstunde hat keine Morgenstunde hat keinen Mund. Moment. Eins nach dem anderen. So. Ich muss mir jetzt erst einmal was aussuchen. Wenig wie du mitzieh, ich kam soff und hatte einen Kater. Das wird da rein. Reimen! Reimen, Kinder! Ist ja wenigstens ein bisschen. Wo ist jetzt der Selina? Ich finde ihn nicht mehr. Frau Egner, schreiben Sie das da noch mehr rein. Moment, schalten wir da wieder um, damit Sie was seht. So. Wir pflanzen da jetzt noch für heute. Wir machen das am Mittwoch nochmal und länger. Ich versuche natürlich so viel reinzubringen von euch, wie es noch gerade irgendwie geht. Bitte, dass niemand langsamer Modus. Ja, jetzt weiß ich, was meinst du mit dem langsamer Modus. Aber nur, wir schalten den auf die Schnelle ein. Das ist aber die Frage. Live-Chat, Top-Chat. Ist sowieso nur der Top-Chat. Okay, werde ich mir merken für den Mittwoch. Okay? Ich weiß nicht, wo man das auch gerade umschaltet. Ich weiß es nicht. Frau Egner, wollen Sie das da noch mehr einer posten, bitte? Da kann ich es genauso wenig lesen.
Man kann es genauso wenig lesen. Okay, dann müssen wir den langsamen Modus aktivieren. Wo tue ich das? Wo tue ich das? Wo tue ich das? Wo tue ich das? Chat wiederherstellen. Chat wiederherstellen. Moderatoren tun Zeitstempel aus und einbleiben, Feedback senden. Ja, das kann ich da auf die Schnelle wieder nicht. Wo tut man? Da muss ich mir bis Mittwoch genau. Herr Don Promillo, vergeht's gut. Woher war das? Der Project Hardstyle. Ein Tischler. Einen Herrn Pfanzl brauchen wir auch noch. Ein Tischler ohne Bier ist wie ein Kreissack ohne Schmier. Herr Project Hardstyle, der ist drin. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. So, was auf die Monitoraufgabe. So. Moment. Wie war das? Pro Display XDR. Ja, super. Mein Gott, nein, man kann es wieder nicht kopieren. Das ist so behindert. Das ist so behindert gemacht. Ein Tischler ohne Bier ist wie ein Kreissack ohne Schmier. Ein Tischler ohne Bier ist wie ein Kreissack ohne Schmier. Merci an Project Hardstyle. So. Merci an Herrn Pfanzl. Das ist der letzte Trinkspruch für heute. Herr Christoph! Habe die Ehre im Voll bis Squad. Okay. Ab in den Chat habe ich. Christoph. So. Herr Pfanzl, du bist der letzte Trinkspruch für heute. Wir brauchen noch ein paar Aufgaben. Wenigstens 3, 4, 5, irgend sowas. Hört's auf mit Trinksprüch, wir brauchen Aufgaben. Und zwar irgendwie intelligente Aufgaben. Nicht irgendein dummer Spruch, sauf 2 Schluck. Das ist langweilig. Sondern irgendwas Lustiges, ja? Wo man am besten mit der Gruppe, mit anderen Leuten was tun muss. Also die am Tisch sitzen. Ja? Okay, fangt schon mal das Überlegen an. Kackt's den Chat zu. Ich baue dabei einen Pfanzl noch um und dann haben wir's. So. Achtung. Mittlerweile habe ich mir auch gemerkt. Fliegt die Kuh übers Dach, geht der Wind nicht gerade schwach. Ausrufezeichen. Merci an Herrn Pfanzl. So. Damit haben wir, glaube ich, mittlerweile haben wir knapp, das waren jetzt 20 genommen mehrere, dann haben wir 42 Trinksprüche da drin. Das ist ja schon mal was. Ja, das sind schon mal doppelt so weit wie letzten Freitag. So. Was? Vibrationspalette VP3000? Was? Was? 3 plus 3 ist genau 6. Was zum Teufel redt's ihr, Alter? Herr Beinkofer, trink mal ein Massal, das ist gesund, weil uns dann der Schädel brummt. Hey, Schluss mit Trinksprüchen jetzt! Schluss, Leute, danke, Birger. Meine erste Frage war, wer hat schon Jazzkarten bei? Was zum Henker sind Jazzkarten? Wahrscheinlich bleiben wir ihm jetzt zu Tode, aber was sind Jazzkarten, Alter? Pantomime Birger gibt's schon. Also wir haben folgende Optionen. Ich lese mal ein paar Sachen vor. Ich meine, ihr habt ja alle die App schon gesehen. Ihr kennt ja die Aufgaben grob. Ja? Der Plex! Aber in Chat habe ich dir hier der Plex vergeht's gut für deine Mitgliedschaft. Herr Meinmeiker, stell die 20 Sekunden auf die Bank und schrei Prost, ihr Säcke. Vom Meinmeiker. So, das versuche ich mir jetzt da mal irgendwie außer zum Kopieren ganz furchtbar schnell und zumindest ja, da haben wir es. So, jetzt pass auf, Monitoraufnahme so. Damit ihr seht, wie das funktioniert. Ja, für die Leute, die das keine Ahnung, die einigermaßen wissen, wie sowas grob funktionieren könnte. Ich nehme das, dupliziere den Titel der Aufgabe. Das ist ja vorne seine Typ-ID, so denke ich das zumindest, weil ich nicht anders weiß, wie ich es in JavaScript machen soll. Leute, danke, chillt's einmal. Dann Raute, Name, Raute wird automatisch durch einen Namen ersetzt und dann nehmen wir das. Der Titel von dem Ding ist auf Bierbing. Dann hinterlege ich da hinten die Zahl, sagt nicht mehr wie viel Schluck das drungen werden. Der Pro-Gamer-Modus fügt
random 2, 3, 4 Schluck auf diese Zahl oben drauf. So, dann haben wir da, ich sortiere mir diese Aufgabentitel so ein bisschen, das sind die Einzelaufgaben für einzelne Personen, das sind Gurgelaufgaben, das sind 5-mal dieselben, also die kommen quasi im Aufgabenpool 5-mal vor, aber die Begriffe werden automatisch wieder aus einem Extra-Array rausgeholt, damit man das so lange erweitern kann, bis uns die Kotze aufkommt. Selbiges bei den Pantomime-Aufgaben, Leute, merkt ihr nicht, dass ich schon lange nicht mehr auf die Donations aufpasse, ich kann nicht mehr auf, es geht nicht, weil wir mir nicht mehr weitergehen können. Wie viel kriegst du eigentlich pro Stream Euro? Das könnt ihr euch meinetwegen selber ausrechnen. Über sowas mag ich nicht schmatzen, weil es mir eher so zwider ist, diese ganze Geldschmeißerei. Frau Sieber, make the power sein Stier, trank der Trottel zu Bier. Haben wir schon. Haben wir schon. Dann haben wir 5-mal die Pantomime-Aufgaben, die schauen auch jetzt mal gleich aus, die haben nur das Attribut verdeckt. Da kommt quasi vor der Aufgabe das, hey, nur der darf das singen, tu weiter. Dann haben wir die Aufgaben an alle, da kommt im Titel kein Name vor, dann weißt du automatisch, okay, das ist eine an alle Aufgabe. Dann haben wir noch so Versus-Aufgaben an 2 Spieler, wie zum Beispiel die 2 machen jetzt die 2 machen jetzt Liegestütze und so einen Scheiß. So, dann haben wir mir angefügt, herum, Name auf Bierbing vom Mindmaker. Dann gehe ich da oben, das sind dann die entsprechenden Aufgabentexte dazu. Da kopieren wir auf die Schnelle einfach so eins. Zack, zack, zack. Oh, nein, das stimmt nicht ganz. Der Regelmeister. Was war da? Haben wir mir vor dem Regelmeister, ja. Das ist das im Nachhinein, wo ich mir denke, eigentlich hätte ich den Titel sofort in ein Array einbauen sollen, weil es scheißegal ist und weil ich mir leichter tue beim Schreiben. Franzinator, jeder der Apple hat, trinkt 5 Grüße an Tripex HD. Merci dir. Na, wir haben heute Apple genug fertig gemacht. Muss nicht so schlimm sein. So, wie hat der Mindmaker jetzt das geschrieben? Stell dich 20 Sekunden auf die Bank und schreib Prost, ihr Säcke. So, Name, da ist dasselbe wieder, da wird dann automatisch der Name gesetzt. Name, du stehst die jetzt auf Bierbing, in Klammern, oder auf was auch immer du sonst gerade sitzt, Klammer zu, und schreist 20 Sekunden lang Prost, ihr Säcke. Da machen wir einen Zeilenumbruch und alle anderen Anwesenden schreien von unten zurück. Ja, aber wann muss er dann saufen? Dann machen wir es folgendermaßen. Schreien von unten zurück und für jetzt mal schreien, sauft's alle Schluck. So, dann werden automatisch die Schlucksanzahl eingebaut und dann passt es. Dann mache ich da zweimal einen Break rein und dann den Hinweis zum Herrn Mindmaker. So, schaut sie mir da schon zu, ja. Small, merci an. Gehen wir auf, dann haben wir einmal so eine saubere Vorlage. Die können wir dann irgendwie durchkopieren und dann passt es. Merci an Mindmaker. Wie schreibt man die genau? Mindmaker 4. Mindmaker 4. So. Ich werde das noch mit Korrektur lesen und eventuell abseits vom Stream ein bisschen Korrektur schreiben. Vielleicht ein bisschen kompakter schreiben, anders umschreiben und so weiter. Die Namen bleiben aber drin, okay? 3 plus 3 ist gleich genau 6, nimm 6 Schluck. Mittelmäßig. Wer länger die Luft halten kann, verlieren muss Echsen. Sehr schöne Aufgabe. Wer war das? Grütze fix. Bei dieser Scheiß-Chat, Mann! Wo ist denn jetzt der YouTube-Chat eigentlich wieder hingekommen? Wo ist denn der wieder hingekommen? Hab ich wieder zugemacht. Mein. Nur mit der Ruhe. Vielleicht einmal nicht so viel hudeln, Birger. Tu mir nicht so viel hudeln. So, Luft anhalten. Wer war das mit der Luft anhalten? War das der Herr Melder? Wer war denn das wirklich? War das der Herr Melder? Luis, was ist du? Ja, ich weiß nicht, ob da nicht zickig wird.
Aber ich schreibe jetzt da mit die hin, weil es wurscht ist. So, das Ganze ist eine Versus-Aufgabe, deswegen schreibe ich das da herunten her. Einfach ein bisschen sortiert. 5 Schluck ist jetzt in dem Fall wurscht, weil wir sowieso Echsen hinschreiben. Dance Battle, Luft anhalten. Schöne Challenge. Genau, nennen wir es so, das ist eher ja eine Challenge anstatt alles andere. So, Komma, Name und Name. Schauen wir mal, wer die größere Raucherlunge hat. Ihr zwei Holz jetzt. Moment. Die Luft an. Derjenige, der als erster nimmer kann man da so sagen, der erste, der nimmer kann man da so sagen, ich weiß nicht, ich glaube schon. Kann man schon so sagen, oder? Der erste, der nimmer kann, äxt sei Getränk. Das ist übrigens auch noch was. Moment. Ich muss mir das da so ein bisschen zusammenkopieren. Muss ich beim nächsten Mal, muss ich am Mittwoch vielleicht auch ein bisschen vorbereiten, dass du mehr Platz halt dann, dass ich bloß noch eine tippen muss, dann geht das auch ein bisschen schneller. Merci an Herrn Luis. Moment. Luis. Melde. So. Nächster. Wer einschläft, kriegt ein Knackwatschen und der wirst mit 3 Schluck. Einschlafen tut er den erst keiner. Pantomime Iron Man haben wir schon an Herrn Führer LP. Aufgabe, schaut einen Livestream oder ein Kruzifix und jedes Mal, wenn der Bierger eskaliert oder eine Spende kriegt, muss trinken, über 10 Euro muss einen Schnaps trinken. Den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ihr sollt Spain und nicht meine Videos 2 Stunden anschauen. Mr. Forest Quarter, gefällt mir gut mit dem Tischlaufen, gefällt mir sehr gut. Da kann man einen Timer ohne setzen. Jetzt pass auf, da machen wir jetzt Folgendes. Es sind so viele halbe Echsenaufgaben drin, dass wir Schluck draus machen. Geben wir ihm 4 Schluck. Rosen, Ausrufezeichen. Und dann kopieren wir uns die Einzelaufgabe. Zack. Wer war das? An Mr. Forest Quarter. Das löscht man alles weg. Anwesenden, bla 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 bla. Du laufst jetzt 3 Runden um den Tisch, an dem's ihr gerade sitzt. Und zwar in unter 30 Sekunden. Wenn's das nicht schaffst, saufst 3 Schluck. Dann habe ich da, die seht ihr gerade nicht, das ist hinterm Chat. Aber jetzt zeigt es dann gleich, was? Seht es da? Nein, seht es auch nicht. Ich kann quasi Raute, Timer 90, Raute da hinschreiben. Dann haben wir einen automatisch in dieser Aufgabe einen Timer mit 30 Sekunden. Antonia, danke für den Euro. Irgendwas GP hat geschrieben, ich packe meinen Koffer, die Aufgabe gibt's schon. So, was haben wir da noch? Der, wo schon am meisten Intus hat, verteilt 6 Schluck. Laura, das ist eine schöne einfache Aufgabe, aber das muss ja irgendwie gemerkt werden dann. Mama, Laura, hauen wir die eine. Da hauen wir die eine. Laura XD. Das ist eine Aufgabe an alle. Ja, das ist eine Aufgabe an alle. Aufgabe an alle. Die ärmste Sau verteilt, nennen wir das.
und verteilt 6 Schluck. 6 Schluck sind akzeptabel zum Verteilen. Dann haben wir Aufgaben an alle. Gibt es da nicht was Kurzes? Doch, da. So. An alle. Die Person am Tisch, die Person in der Runden, ihr müsst ja nicht immer am Tisch sitzen, die Person in der Runden, die bis jetzt am meisten gesoffen hat, verteilt so und so viel Schluck in der Gruppe. So. Dann machen wir Break. Break ist quasi eine neue Zeile für die Leute, die es interessiert. Merci an Laura XD. Bist schon für ewig da. Herbert Downtown. Vergesst nicht den Zügel. Krieger, du Freibefoto. Was für Krieger, Alter? Was für Krieger? Redst du vorhin Lander vom Krieger? Kannst du nicht aufhören. Alter, was ist? So, wir schauen mal aus. Aber wir haben bloß 10 Minuten. Ja, ist schwierig. Das ist einfach schwierig, weil ich halt so lang zum Tippen brauche und so weiter. Und ich glaube, dass das ja nicht sonderlich aufregend ist zum Zuschauen. Aber wie soll man es denn sonst mal? Ihr kennt's gern. Alle, die jetzt übersehe, vor allem mit Aufgaben. Das ist auch was, das ist unter dem Video. Blacksville gefällt das. Ja gut, das ist jetzt aber auch nicht so das oberkrasseste Programmierkonstrukt. Es sind einfach nur Break-Replace-Sachen. Und Name wird durch Name, das ist das Einzige, was irgendwie eine kleine Funktion hat. Dass Namen durch Namen ersetzt werden, Schluck durch Anzahl von Schluck und Timer durch einen Timer und so weiter. Aber wenn es dir gefällt, dann beschwere ich mich jetzt mal nicht. Vor allem Aufgaben. Kommentiert die Aufgaben unter das Saufspiele-Video. Nicht jetzt aus irgendwelchen Algorithmusgründen oder sonst irgendwas, aber da haben sie dauerhaft gespeichert und da kann ich in Ruhe durchgehen und kann mir die alle ausschreiben und kann die alle da rein tun. Lieber Kasen Bier, darum bin ich hier. Trinkst, postst das unbedingt unter das Saufspiele-Video. Unter How to Saufspiele. Unbedingt. Alles, was ich habe, ihr könnt gerne mehrere Sachen drunter tun. Also alle in einen Kommentar einfach zusammenfassen. Das haben viele von euch schon da. Und ich habe auch da schon viel rausgenommen. So ist es nicht. Vor allem Trinksprüche. Aber konzentriert sich auf Aufgaben. Vielleicht sogar auf so Festival- und Volksfestaufgaben. Da feiert es noch ziemlich. Ja, und dann? Ja, hallo. Ja, hoi, jede. Nemo. Merci dir. So. Pantomime Sandmann. Warte mal. Selina, Frau Hödel. Habe ich einen Sandmann schon? Ich glaube, ich habe einen Sandmann schon. Aufgabe, Titel Modus 2, Modus 2, das sind die ganzen Festivalaufgaben, das sind Google-Aufgaben, Pantomime-Aufgaben. Und da stehen dann die Begriffe drin. Jetzt schauen wir mal, ob wir da schon einen Sandmann haben. Nein, den glaube ich, habe ich aber schon mit gehabt und habe ihn außer da. Weil er so schwer war. Aber den tue ich jetzt einfach wieder ein. Das Problem ist bei den Pantomime und bei den Google-Aufgaben kann ich zumindest optisch einigermaßen sauber keine Namen von euch einschreiben. Darum hätte ich die eigentlich weggelassen vorerst. Wir haben ja beim Googlen so viele Lieder, also über 30 locker, und Pantomime-Aufgaben habe ich 50. Filme und Begriffe, das ist ja relativ einfach, da was zum finden. Da werde ich mich auch nochmal befassen damit, die haben gar nicht so wichtig. Aber Aufgaben. So, wir haben wenigstens in seiner halben Jahr, sauft sie erstmal auf, dass das Bier nicht leck wird. Gefällt mir gut. Ist genommen. Ist genommen. An 2 Spieler, an alle. Das ist wieder eine an alle Aufgabe. Das nennen wir halbert voll ist halbert leer. So, Schluck ist wieder wurscht in dem Fall. Da machen wir wieder einen Schluck hinten drauf, weil wir schreiben sowieso einfach quasi hardcoded in den Text. Extra Glasel. Aufgaben an alle. An alle. Die Person, die am wenigsten in ihrem Getränkcode, die sauft's erstmal aus.
Nicht, dass es noch lack wird. Gefällt mir gut. So, wer war das? Der Mottl war das. Nicht, dass es noch lack wird. Merci an die Mattel. So, was haben wir noch? Ein, zwei kriegen wir schon noch hin. Jetzt passen wir auf. Patrick D. Schöne Aufgabe, gefällt mir gut. Die können wir gleich doppelt machen. Eine, die schreibe jetzt ich auf in meinem Namen, die andere schreibe ich in deinem auf. Da können wir 2 Aufgaben draus machen. So, das eine, es ist eine Aufgabe, deine Aufgabe ist eine für alle. So, jetzt pass auf, halb voll. Voll. Na. Wir nehmen das durchtauschen nennen wir das. Dann ist es eine Aufgabe an alle. Kopieren wir uns das da wieder. Machen wir das da so eine. An alle. Die Person mit am meisten im Getränk. Tauscht ihr Getränk mit der Person, die am wenigsten im Getränk hat. Merci an Patrick D. So, lest sie das meine ich mit lest, das liest sie nicht schön. Ja, die Person mit am meisten mit dem noch vollsten die Person mit dem noch vollsten Getränk tauscht ihr Getränk mit der Person, die am wenigsten im Getränk hat. Wenn wir nur 2-3 Mal Getränk einschreiben daten, dann darf es besser passen. So, und dann habe ich noch ein Versus. Da machen wir das jetzt völlig random. Das kann ja völlig random passieren. Und zwar zusammentauschen Spätsinn und so, dann machen wir das ist quasi eine Versus-Aufgabe. Da werden zufällig 2 Namen genommen. Nehmen wir mal, sagen wir mal, keine Ahnung, Birger und Plötze. Moment. Das löscht mir jetzt mal alles weg da. Ihr tauscht jetzt sofort dauerhaft eine Getränke und weil es gerade so schön ist, sauft's beide vorher noch die angegebene Schluckanzahl. So, wunderschön. Mr. Zulu, Aufgabe. Der Boden ist Radler. Die gibt's schon. Fingerkampf, der Verlierer muss exen. Gibt's auch schon. Fingerhageln, gibt's auch schon. Ein Reh bricht aus dem Wald. Der Johannik Felix schreibt, traust die nie. Jemand lässt sie was einfallen, das er sie trauen soll. Traut er sie es nicht, muss er 2, 3, 4 oder mehr Schluck trinken. Finde ich gut. Aber ich weiß nicht, wie wir das zusammenformulieren. Da muss ich mir, diese Art von Aufgabe habe ich auch selber schon sehr lange auf der Liste, ist aber noch nicht drin. Delirium, Delarium, ich bin Vollbeerer, Aquarium, Timmy habe ich schon drin. Weizenechsen und vom Stuhlhupfer Gewinner versteht einen Schnaps. Was ist Weizenechsen und vom Stuhlhupfer Gewinner verteilt einen Schnaps. Wir müssen diese Aufgaben ein bisschen allgemeiner halten. Erstens, wahrscheinlich haben nicht immer alle eine halbe Toten. Deswegen soll ich eigentlich immer Getränk schreiben. Das ist einmal das Erste. Also allgemein nur für alle, die noch da sind. Volksfestaufgabe, da ist noch mal Michel. Geh zu irgendeinem hin, tu so, als darfst du den schon ewig kennen und wenn er kein Foto mit dir macht, trinkst.
Das tun wir. Das ist eine schöne Volksfestaufgabe. Michelle Schenkermeier. Die bauen wir noch ein. Und dann war's es für heute. Ja, da zerreißen wir nicht, das ist schwierig. Das ist scheiße schwierig. Das müssen wir irgendwie anders machen, damit wir da mehr zusammenkriegen. Überlege ich mir was. Da diskutieren wir jetzt gleich noch. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir erst noch eine Volksfestaufgabe dazu. So, dann machen wir so. Volksfestaufgabe kommt in ein anderes Array ein. Foto-Challenge. 3 Schluck. So. Dann Textaufgabe. Oh shit, wo gehört denn das dann dazu? Ja, vor die eine Aufgabe. Kriegen wir schon hin. So, das wird jetzt ein Festival und beziehungsweise Volksfestaufgabe. Da gehört natürlich die Situation dann nicht erklärt, aber das wird. Nochmal, du gehst jetzt zu irgendeiner fremden Person und unterhältst die mit ihr. Du tust ernsthaft, das ist immer wichtig, ernsthaft so, als das kennen und versuchst ein Foto mit ihr zum machen. Kriegst kein Foto, dann saufst angegebene Schluckzahl. Break. Dann machen wir. Klar, wer war das? Die Misch. Merci an Michelle Schenkenmeier. So. Ja, ich sehe schon, das ist schwierig. Das müssen wir das nächste Mal anders machen. Freunde, das machen wir am Mittwoch noch einmal. Aber anders. Erstens, langsamer Modus im Chat. Ja, habe jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, wie man den einstellt. Egal, wer ist denn überhaupt? Und ich merke auch, wie einfach ein Zuschauer droppen, währenddessen die Dose so einen Text schreibt. Ja, das mag keiner sehen. Verstehe ich auch. Das ist auch nicht schlimm. Aber mich nervt es ja selber auch. Ich sitze da und tippe eine Viertelstunde lang. Das ist auch scheiße. Wir machen das anders. Und zwar, erstens, postet ihr das bis Mittwoch meinetwegen unter How to Sauf-Spiele. Sofern ihr wollt. Vielleicht wird das eine oder andere automatisch als Spam markiert. Das kriege ich trotzdem. Das lese ich trotzdem und krieg's mit. Vor allem Aufgaben. Ja, ich werde nur wirklich brauchbare Aufgaben außernehmen und nicht jeden Käse, weil das verschandelt also ein bisschen das Ding. Ich werde mir da auch mit meinem Kollegen besprechen, was wirklich gut ist oder nicht. Und dann machen wir mir das am Mittwoch folgendermaßen, dass ich eine Aufgaben da, die ich gut finde, alle außerkopiere, in einen Text irgendwie versuche zumindest. Ich glaube, im YouTube-Chat, da geht es einigermaßen. Wenn ich aufscroll, der bleibt nämlich stehen und aktualisiert sich nicht weg und da kann ich außerkopieren. Sogar da kann ich außerkopieren. Samt dem Namen, das ist wunderbar gut. Und dann kann ich mir die in Abwesenheit des Streams da mit aufnehmen. Herr Eisenhut, Schoß! Ist da nicht vorher Schore gestanden anstatt Schoß? Oder hab mich einfach verlesen? Ich bin mir nicht sicher. So. Und dann. Glaube ich, kann das ganz. Dann kann ich mir so viel Zeit lassen, wie ich mag, diese Texte einigermaßen passend zum Schreiben. Und da ist mir jetzt auch garantiert irgendein Fehler passiert, dass wieder ein Raid legt und so weiter und so fort. Drauf geschissen. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe wirklich sehr, dass euch das Ding freut. Das ist mal das Erste, aber wir haben ja über 13.000. Warte, ich kann nochmal live oder einigermaßen live, das habe ich einen Tag verzögert, aber das ist wurscht. Wir haben 13.200 Installationen. Das hätte ich sag's wie es ist. Ich hab geahnt, dass das wahrscheinlich ganz gut ankommt, ja. Aber dass wir über 10.000 Installationen haben, damit habe ich nicht gerechnet, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe am Trachtmann Chris vorher noch geschrieben, 500 bin ich zufrieden, bei 1000 war geil. Jetzt haben wir bei 13.200.
Da ich sowas noch nie gemacht habe, habe ich nicht abschätzen können, wie viel das deren sind. Über 13.000 Installationen. Ja gut, nehmen wir mal 600 verlorene Nutzer wieder weg. Dann haben wir bei 12.500. Muss ich schon sagen, Grütze fix, oder das habe ich nicht kommen sehen. Dementsprechend motiviert bin ich natürlich, das Ding auszubauen. Musik. Ein- und ausschaltbar, selbstverständlich. Und ja, ich bin einigermaßen stolz drauf. Es wird nicht auf iOS kommen. Nein. Warum? Schaut euch den Anfang vom Stream nochmal an. Da erkläre ich es eine halbe Stunde sehr ausführlich, warum. Und für die Leute, die das gerne spielen, die aber ein iPhone haben. Wenn eine Spätzchen da sind, dann ist immer einer dabei, der Android drum hat. Wenn nicht, ja, dann tut's mir leid, dann kann ich euch auch nicht helfen. Dann kann ich euch einfach nicht helfen. Kauft euch ein gescheites Handy. Ganz einfach. Ja. Dann da ich sagen, haben wir hoffentlich wieder die eine oder andere Lehre da heute herausgezogen, dass wir das am Mittwoch machen wir einen Chat langsamer und dann konzentrieren wir uns besser und machen wir das schneller. Steuerung C, Steuerung V. Dann kopiere ich, was mir im ersten Moment ganz lustig erscheint, kopiere ich außer und offstream nehme ich mir dann die Zeit und schreibe das sauber ein oder nicht und besprich das auch mit der Person, die mich überhaupt auf die App gebracht hat. Die hat auch eine Erwähnung übrigens in der Hilfeseiten in der App. Das ist der Flo. Press F for Respect für den Flo. Schreibt alle eine Merci Flo, ohne ihm das die App nicht geben. Mit dem habe ich mich unterhalten und dann haben wir überhaupt darauf gekommen, dass wir das machen kann. Oder dass ich das machen kann. Er hat getestet, hat Aufgaben beigesteuert und so weiter und so fort. Er war der erste Tester, sagen wir es so. Merci Flo! Küsst dein Auge, Bruder. So, dann darf ich sagen, ist jetzt 5 nach 10. Ja, ich weiß auch nicht, was bitte Twitch nächstes Mal besser laufen. Bestimmt, da muss ich auch nicht drüber denken. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt was ändern kann. Das kann auch an Restream liegen, dass das ein bisschen umeinander liegt. Keine Ahnung. Jo, dann darf ich sagen. Erstens, vielen lieben Dank fürs Oberlohn. Das ist immer das Erste. Es freut mich unbandig, dass das so gut ankommt. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Ich sage jetzt wieder sauber zu spät. Das hätte ich schon sagen sollen, wie 1500 Leute drin waren. Aber das ist ja wurscht. Das ist ja auch interessant, wenn du wirklich. Das ist ja der Grund, warum du in jedem Video 100 Mal gesagt kriegst: lass ein Like da und drück auf den Abonnieren-Button, weil es die Leute dann tatsächlich deren. Und ich mir aber so denke, so wenn ich das sage, tut doch das nicht extra keiner. Ja, jeder, der das tut, will, tut doch das von selber. Nein. Offensichtlich nicht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Der Stream jetzt am Schluss aus. Ich war vielleicht ein wenig drucke. Dafür war er umso stürmischer am Anfang. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für die ganzen Donations heute schon wieder. Das war schon wieder völlige Übereskalation. Es tut mir wirklich leid für alle, die währenddessen ich da tipptopp und im Rage-Modus war, die da mit Euros umeinander werfen und ich nicht mehr darauf aufpassen hab können, weil irgendwann, keine Ahnung, besteht der Stream nur noch aus Donations. Das ist halt einfach ein Schmarrn. Ja, das ist halt einfach ein Schmarrn. Merci. Ja, mach! Bürger, warum baust du nicht ein Formular in die App oder auf einer Landingpage und lass die Aufgabensprüche gleich in der Listendatenbank schreiben, dann hast du das sauber beieinander. Kommentarfunktion bei YouTube, selbe in grün. Das Ding hat keine externe Verknüpfung zu irgendeiner Datenbank oder Internetverbindung oder sonst irgendwas. Wo ich das dann außerlesen kann. Habe ich auch schon überlegt, aber da habe ich mir gedacht, mach einfach eine geschissene Textdatei mit den Aufgaben, tippi speichern, fertig. Und nicht lang mit Datenbankverbindung und was weiß ich. Und das Formular, bis ich das wieder umeinander programmiere, ich weiß, das ist eigentlich ziemlich einfach und zeig und klump. Weil vielleicht in einem zweiten Schritt baue ich die App so um, dass das geht. Dass ich dann du kannst so eskalieren mit dieser App. Das kann man natürlich sauber krass programmieren. So wie ich das normalerweise wahrscheinlich machen würde, wenn es eine Internetseite war. Im Prinzip ist auch nichts anderes. Aber ich habe wieder mal einfach nur zur Gaude gemacht. Jetzt habe ich das Ding da und theoretisch sitze ich davor so. Eigentlich sollst du von vorne anfangen, weil irgendein gelernter Programmierer, wenn das sagt, der gelangt sich ans Hirn und sagt sich, Birger, was ist das denn? Aber ganz ehrlich, es funktioniert und damit muss man halt jetzt leben. Mal schauen. Ich bin auch am Überlegen, dass es Einstellungen gibt,
wo man Ton natürlich ein- und ausschalten kann, wo man dann verschiedene Aufgabentypen aus- und einschalten kann, wie zum Beispiel deaktiviere die Telefonaufgaben, deaktiviere die Gurgelaufgaben und lass nur die Pantomime-Aufgaben drin und so weiter und so fort, damit man das ein bisschen anpassen kann und so weiter. War ganz nett. War ganz nett. Aber es geht so auch. Das ist halt das. Für das, dass es nichts kostet und alles, ich verdiene damit nichts. Null, nada, niente. Ich habe ein bisschen Werbung auf gut Deutsch gesagt für meine Kanäle, für meinen YouTube-Kanal, aber ganz ehrlich, niemand, der mich nicht schon kennt, installiert diese App. Niemand, der wahrscheinlich meinen Shop schon kennt, installiert diese App. Das Einzige, was drin ist, ist im letzten Eck, im Hilfe-Eck ganz rechts oben der Support-Knopf mit dem Spenden-Knopf. Und den findet keine Sau. Seien wir uns ganz ehrlich. 2 Leute haben den bis jetzt gefunden. Da wird kein Mensch reich, um das geht's aber auch nicht. Ich wollte einfach schauen, ob ich es kann, ob ich sowas machen kann, ob sowas ankommt. Offensichtlich ja. Ziel erfüllt, fertig. Jetzt, da es über 13.000 Leute installiert haben, bin ich natürlich, wie soll ich sagen, motiviert, einigermaßen motiviert, das noch ein bisschen mehr auszubauen. Ich möchte euch auf alle Fälle davon ein Teil sein lassen, dass bei einem gewissen Teil von 10-20% der Aufgaben von euch kämen. Mittlerweile haben über die Hälfte der Trinksprüche von euch, damit ihr da auch dabei seid und so. Ja, hier Community-Interaktion. Und das, glaube ich, ist eine ganz nette Sache. Ein Padre, die ich schon gespielt habe. Ja, einmal, dann nie wieder. Oder hat es hauptsächlich die Bürgerin erwischt. Das war eigentlich schon ganz lustig. Die war, glaube ich, nach 20 Minuten noch nicht mehr schmerzen können. Aber ja, Programmer-Modus. So. Freunde der Sonne, genug geschwafelt. Wir können uns vielleicht rage mal am Mittwoch ein bisschen weniger über Apple und machen wir mehr Aufgaben und können uns allgemein so ein bisschen unterhalten, was wir noch so machen könnten. Und dann würde ich sagen, sehen wir mit unserem Micker um 20 Uhr as always. Leute, vielen Dank auch für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Vielen Dank für die rege Beteiligung im Chat. Ich glaube, so viele Chat-Nachrichten wie heute haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und so viele Zuschauer auch nicht, aber das liegt wahrscheinlich am Apple-Kruzifix. Ja, dann würde ich sagen, jetzt haut euch eine, geht's ins Bett. Ich habe jetzt noch Hunger und fries noch was. Jetzt gibt es die gute alte Elfi auf die Nachtbrotzeit. Wer kennt's nicht? Auf der Couch oder gleich im Bett, was eh wurscht ist. So, und jetzt schleicht's euch. Haut euch eine. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche euch schöne Ferien, einen schönen Urlaub, schöne Besäufnisse, viel Spaß mit Bumsuf. Wir sehen uns am Mittwoch, 20 Uhr. Haut euch eine. Habe Dere.